Salut meine Damen und Herren und willkommen zu neuen Episode, 5. Episode von Metal Servala. Schon 5? Ist ja crazy. Ist ja crazy, Mann. Schon 5-mal haben uns die Leute zugelassen in dem, dass wir irgendwie unsere Meinung in die Welt Ihr habt alle so viel Geduld für uns. Und heute nochmal mit Video, weil fuck it, why not, wenn man es schon könnte. Genau, der Ricky hat gesagt, ich muss mich hübsch anlegen, darum habe ich eine scheiß Frisur, aber dafür ein rosa T-Shirt. Geile rosa T-Shirt von Paleface. Ich habe heute ein schönes Silent Circus Shirt. Ja, ja. Wir haben Silent Circus, wir haben die CD, die sie am was ist wie hat es geheißen? ICU Festival gesagt haben, dass ihre CD auf Ricardo sei, haben wir ja aus Scheiß gekauft. Die haben wir. Die haben wir. Aha. Die hat der Silvan letztes Mal auch mitgenommen, um den Podcast da unterschreiben, um dann, was war unser Plan gewesen? Entweder stellen wir sie wieder auf Ricardo, oder wir geben sie Brian und Josh, oder der Plan war, wir stellen sie auf Ricardo, Brian und Josh kaufen sie, unterschreiben sie auch und stellen sie nochmal auf Ricardo. Wir müssen es nochmal besser überlegen. Irgendetwas die. Falls, auf jeden Fall. Die zwei haben sich im letzten Podcast ja gewünscht, dass wir sie auch mal ein bisschen dissen, weil wir immer mega lieb sind zu ihnen. Stimmt. Und sie uns immer dissen, aber sie interessieren uns so wenig, wir machen das erst das nächste Mal. Besser gesagt, wir wissen noch nicht, was wir machen. Wir wissen schon was, aber es kommt erst das nächste Mal, weil du musst, um einen guten Diss-Track haben, musst einfach zuerst mal den Front einfach so annehmen und dann ich muss geschwind die Kamera anpassen. Das ist gut, mach dir das. Genau, ich erkläre mal schnell, wie Hip-Hop funktioniert, all diesen Metal-Kiddies da draussen. Du musst den Front zuerst abwarten und je länger du nicht auf den Front reagierst, umso mehr haben die anderen das Gefühl, oh damn. Aber wie meinst du das? Weißt du, wenn es so Hip-Hop-Diss-Tracks, weißt du, wenn einer kommt und so dich frontet, musst du einfach zuerst mal nichts dergleichen tun, weil es dich einfach nicht interessiert, weil du ja nicht auf denen ihrem lower Level unten bist. Ja, und dann je länger du wartest, umso nervöser werden die anderen, dann sagen sie nochmal etwas und dann irgendwann schliffen sie aus. Dann irgendwann macht es den einen Fehler, wo du einfach kannst kommen und sagen, BAM! Bitches! So Machine Gun Kelly Eminem-mäßig, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist schon lustig. Irgendwann kommt der eine, wo der Fehler ist und nachher reißt dir der Eminem 3 Minuten lang den Arsch darüber auf, dass du einer 15-Jährigen hinten reinrennst. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, was war es? Der Machine Gun Kelly hat doch einen Diss-Track geschrieben gegenüber dem Eminem, aber dann irgendetwas gesagt, dass er seine Tochter wäre oder sowas. Und nachher hat der Eminem so das Gefühl gehabt, so, ja, ist irgendwie schon ein bisschen peinlich für einen 30-jährigen Familienvater, für einen 27-jährigen Familienvater meiner Tochter hinten reinzurennen, der garantiert zu jung ist für dich. Irgend sowas. Und dann ja. Das ist nicht cool. Aber ja, wir sind heute da, um über Metal zu reden. Und heute ist schon ein bisschen eine speziellere Folge, könnte man sagen. Nebst unseren üblichen News und Zeugs und Sachen haben wir ein Thema so ein bisschen geplant. Mal gucken, ob es klappt. Vor allem, es ist das erste Mal, dass zwischen diesen 2 Podcast-Episoden kein einziges Konzert war. Oder? Ja, gut, ich meine, Sammy Klaus war ja busy. Sammy Klaus war busy. Voll. Und ja. Sammy Klaus hat den Penis geklaut, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es rhymt und ist lustig. Also, aber ja, ich kann eigentlich die letzte Folge so benennen. Aber ich habe es vergessen. Black Metal Paramore und deine Mutter habe ich aber auch recht gut gefunden. Das ist nicht schlecht. Wir müssen, es ist wirklich Thumbnails irgendwie schreiben, ist schon speziell. Genau. Ja, aber lustig. Gut. Ja, aber wenn wir heute doch mal, wenn wir heute mal konstruktiv sind und wirklich, ich glaube, jetzt mache ich eine Ansage, ich glaube, das könnte der strukturierteste Podcast sein, der auch informativ wird. Jetzt noch. Bis wir angefangen haben damit. Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, wir werden immer strukturierter. Können wir nachher einen Vergleich machen in der 10. Episode, wenn wir die... Ich habe gestern einem Kollegen, einem Paddy, dem Ex-Bassist von Safer als Breath, gesagt, er hat gar nicht gewusst, dass wir einen Podcast haben. Dann hat er heute mal reingelassen und das Gefühl gehabt, es sei ja schon recht Chaos, unser News-Segment, aber es ist noch interessant zum Zuhören. Sehr gut. So, ja, das wollen wir ja schlussendlich machen. Wir müssen einfach Leute ein bisschen Spass bringen, einfach, dass, wenn ihr arbeitet, mal hört, wenn ihr eigentlich nicht dürft. Aber macht es doch, ist Metal, Bruder. Genau. Und hey, wir haben ihn herausgefunden. Wir haben sogar einen Bildungsauftrag gehabt. Wir haben uns doch in der letzten Folge gefragt, wieso das Insanity 61 heisst. Stimmt. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es hat uns nicht einmal Insanity selber geschrieben, sondern irgendeine andere Band. Days of Ruin hat uns geschrieben. Die haben dort... Shoutout am Ziel von Days of Ruin, der schreibt fast nach jeder Episode und sagt, hey, mega cool, das und fügt noch etwas dazu. Geil. Wie heute. Genau. Also Shoutout, Brudi. Die haben ja mit Insanity
61, oder ich sage jetzt einfach, aus dem Grund, ich weiss, wieso dass es 61 heisst, darum sage ich 61 und nicht 61. Ja. Die haben mit denen, glaube ich, wo haben sie gespielt? In der Schür zu Luzern. Ja, ist der Hardcore United Fest. Mal das Konzert war, aber keiner von uns ist gegangen. Ja, ist halt eine blöde Zeit, gerade nach dem Neujahr, aber nächstes Jahr maybe. Ich kann nicht gehen, weil ich am nächsten Tag mit dem Mike von Anthem for a Dying Day am Downhill-Biker war. Stimmt, wir haben es uns böse gegeben. Silvester, 31. Dezember, noch nie gesehen. Wir sind einfach am 31. Dezember bei fast 20 Grad, so 15, 16 Grad. Das war crazy, ja. Hey, 15, 16 Grad im Alpenbikepark Chur am Downhill-Shredder gewesen. Absolut fucking Metal Madness. Ich habe im Fall eure Story gesehen, während ich einfach im Sofa am Chillen war und ich so, fuck no. Ich bin nachher so kaputt gewesen. Ja, nein, Muskelkater für 4 Tage. Glaube ich im Fall. Aber ja, was hast du mir erzählen von Insanity? Genau, Insanity heisst Insanity 61, weil 61 ist die Postleitzahl vom Entlebuch. Und weil es die Postleitzahl vom Entlebuch ist, sage ich jetzt persönlich einfach, es ist Insanity 61. Weil, sind wir ehrlich, im Entlebucher kein Englisch. Ich weiss, wo ist das? Das Entlebuch ist so das Tal zwischen Bern und Luzern. Also weißt, Luzern ist auf der rechten Seite auf der Karte und der Kanton Bern ist auf der linken Seite von der Karte. Dann hat's so, ich glaube, es ist so ein Tal zwischen, also nicht ein Tal oder einfach so irgendetwas zwischen so rein. Das ist einfach das Entlebuch. Kann ich überhaupt nicht. Ist, aber ja. Aber in dem Fall, jetzt wissen wir. Das ist Hillbilly Country, Alter. Jetzt wissen wir, Mann. Insanity. Hillbilly Territory. Aber ich vermute immer noch, dass es wegen Copyright ist. Ja, das 100%. Ja, 100%. Easy. Aber ja, heute mal ein bisschen strukturierter. Und zwar, heute haben wir als Thema überlegt, ein bisschen über unsere Reise, sagen wir so, mit unseren Bands. Und wieso machen wir überhaupt Musik? Also ich meine, es ist... genau. Es zahlt sich nicht so aus. Nicht so ist ja übertrieben. Nicht so ist untertrieben, Alter. Investierst viel Zeit, viel Geld. Und was kommt dabei raus? Nichts. Du zahlst noch mal drauf. Nichts, außer geile Erfahrungen. Ja, aber das, am Schluss sind wir alle Masochisten, oder? Ich meine... Das stimmt. Genau, wir haben bis jetzt ja noch nie wirklich darüber geredet, weil man denkt dann, ja, es ist noch nicht so interessant für die Leute. Voll, aber ich meine, wir haben ja beide ja schon... Gestern bin ich mit den Dudes, mit dem Moritz und dem Dave von Safer als Breath noch ein Bier trinken und dann haben wir auch schon... Ich glaube, der Moritz auch schier durchgefallen, weil er gemerkt hat, dass es Eversis nächstes Jahr auch schon 10 Jahre gibt. Ja, wir spielen ja über 10 Jahre in Bands. Ja, das ist schon... Nicht wenig. Es gibt einiges zu erzählen, es gibt einige Anekdoten, wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt. Ja. Ja, dann willst du mal schnell kurz unser Ding aufschalten da. Tun wir mal unsere Slide aufschalten. Weißt, wir sind sehr parat hier im Metal Säbele Podcast. Genau, und ja, dann haben jegliche Hilfsmittel parat. Dann machen wir es doch so. Sonst würde ich dich einfach mal schnell die paar Sachen abfragen. Voll. Und dann du mich. Okay. Das klingt doch gut. Machen wir ein Interview da. He? Ja, nicht ein Interview, einfach mehr so... Wie nennt man das? Ein Speakeasy. Speakeasy? Ja, das war doch so ein YouTube-Format, Speakeasy. Ich habe mal eins gesehen mit dem Dr. Cox. Also John C. McGinley, einem Schauspieler, der Dr. Cox gespielt hat von Scrubs. Aber du kennst Scrubs nicht. Wer ist Dr. Cox? Der Dr. Cox ist der ich weiß, wer ich glaube. Der von Scrubs. Ja, genau. Lustige, okay. Ja, genau. Der hat das ist so... Hure gutes Interview. Das müsst ihr wirklich mal geben. Wenn ihr Scrubs-Fans sind, gönnt euch das Interview. Weil der Dude, der es macht, der Ian F. Tompkins heisst er, glaube ich. Der spielt auch bei Saturday Night Live oder so der ist bei ein paar Serien auch dabei als Schauspieler und der macht es wirklich gut. Der hockt dort und sie hockt in einer Bar und sie trinken einfach so irgendeinen Cocktail und während sie einen Cocktail trinken, reden sie miteinander. Also eigentlich machen sie das Gleiche wie mir. Podcast, und er fragt sich so Sachen. Eigentlich ein Podcast nur auf YouTube, bevor es Podcasts gegeben hat. Das ist schon geil. Ja. Und ja, das ist noch cool. Von dem her würde ich sagen, also. Vielleicht mal so Ricky. Also. So, du bist ja schon Papa von mehreren Bands. Nicht im Sinne von, dass du mehrere Bands hast, aber du hast wahrscheinlich mehr Bands beeinflusst wie ich. Von dem her, wie bist du überhaupt dazu? Was hat dich inspiriert, überhaupt mal eine Band zu gründen oder irgendwie in das Musikgenre, in das Musikerzeug reinzukommen? Also, das heisst nämlich echt nicht bei dir. Ursprünglich ist Billy Joe Armstrong von Green Day. Den habe ich gesehen und ich so, geil, das wollte ich auch machen. Geil. Und, ja, aber ich habe meine erste Band in Peru gehabt. In Peru hatte ich meine erste Thrash-Band gehabt, haben wir Traitor geheißen. Haben Metallica und Megadeth Covers gespielt. Alter, geil. Slayer haben wir auch gespielt. Geil. Voll. Ja, ist cool gewesen. Ein Konzert habe ich dort gespielt in einer Bar. Würde ich nicht empfehlen, falls es irgendwo ein Video gibt, schau jetzt nicht.
Jesus Christ, so schlimm gewesen. Aber ist das auch hässlich gewesen wie Save Your Last Breath in Kuba? Also haben sich die Leute da voll verklopft oder nicht? Nein, ich habe in der Mitte von der Song gestoppt und einfach tuned. Alter. Oh. Das machst du nicht. Nein, das machst du nicht. Voll. Ziehst lieber durch. Und ich habe Stimme verloren und eben haben wir einfach kaltes Cocky gegeben. Und ich kann nicht singen, Mann. Schlimm. Shit. Aber ja, die Erfahrungen musst du halt machen. Oder? Ich meine, und sobald du damit anfängst, ist es so wie Drogen schlussendlich. Oder kannst du nicht aufhören. Ja, aber es ist wirklich wie Drogen. Das macht dich glücklich und am Schluss stirbst du wegen. Hey, ich weiss noch, ja, das stimmt. Aber ich weiss noch, weißt du, die Momente, wo du zwischen Bands warst, wo irgendwie eine Band verlassen hast oder rausgekickt worden bist oder was auch immer. Und nachher stehst du an einem Konzert, bist am Schauen und die ganze Zeit denkst du, ich will eigentlich dort sein. Das habe ich nie gehabt. Oh, ja gut, du bist live from Mediverses, oder? Das hast du vorher schon. Hören wir nachher. Genau. Aber ja, das. Nachher in der Schweiz habe ich ein paar Bands so ausprobiert mit Schulkollegen und so. In Deutschland habe ich auch eine Metalcore-Band gehabt. Aber nichts released, nichts, oder? Damit, weißt du, typische Bandkollegen, also der spielt Drums, okay, gut. Also ja, was spielst du? Ja, Metalcore. Und ich so, ja, ich spiele eigentlich Thrash Metal, aber ich muss mal lernen, was ein Breakdown also, ist. Wenn ich Thrash Metal spiele, kann ich die Huren das schaffe ich schon. Hey, es ist viel schwieriger, als man denkt im Fall. Weil ich weiss noch, in Deutschland habe ich zum ersten Mal wirklich Metalcore begegnet, in dem Sinn 2011. Also richtig der gute Moment vom Metalcore. Und sie haben mir gezeigt und so, ja, das ist Bullet und das ist Ask Alexandria und so. Oh mein Gott. Und ich so, kann ich nicht gerne, aber es gibt keinen Drummer, den ich da kenne. Erstens habe ich damals Deutsch nicht richtig können, also habe ich fast halb auf Englisch geredet. Und das ist eins, was ich kannte, und so, okay, probieren wir so. Es hat große schlecht und einfach ein Thrash-Metal-Gitarrist mit einem Metalcore-Drummer und nachher sind andere Metalcore-Dudes gekommen. Aber es klingt eigentlich nach einem hohen Potenzial, weil das ist ja ein bisschen das, was Bullet from a Valentine war. Ja. Das ist ja, also, weil Bullet from a Valentine hat, vor allem ich habe letztens irgendwann bin ins Auto gestiegen, irgendwie war die CD drin, glaube ich. Scream Aim Fire. Und das ist ja wirklich Bullet from a Valentine hat recht viel Thrash-Influence gehabt. Ja, Thrash und Melodic Metal. Und das ist hure sick. Von dem her eigentlich gar nicht mehr so eine schlechte Kombo. Die Trivium haben auch recht Einfluss in dem Sinn. Aber ja, so gut bin ich leider nicht. Und dementsprechend ist es gerade schlecht getönt. Ich war nur ein Jahr in Deutschland gewesen, und dann bin ich in der Schweiz gekommen mit der Familie. Dann genau das Gleiche da passiert. Ich komme dann, jetzt suche ich mir eine Thrash-Metal-Band. Ich kenne einen Drummer in meine Klasse. Bist in der falschen Stadt, Alter. Ja. In Basel hast du eine Thrash-Metal-Band gefunden. Du, wahrscheinlich. Hat es viel Thrash-Facetten? Ja, geil. Basel ist, was ist so, Zürich, der Kollege hat letztens gesagt, Zürich sagt so HC, Hardcore und Metalcore. Basel ist so Black und Thrash. Woher kommt Comaniac? Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, Zürich. Ja, schon. Ja. Es gibt schon auch Thrash-Metal-Bands aus Zürich, aber so die Szene ist mehr, Zürich ist mehr so HC, Metalcore. Die Richtung Baden auch, also so Aargau, Zürich ist mehr so Metalcore-Richtung lastig. Baden sowieso. Chur in die Richtung auch mehr. Ja. Und so Richtung Basel hast du dann mehr so Thrash- und Black-Metal-Bands. Und Ich habe das Gefühl, jetzt Deathcore im Fall auch. Also dort haben sie so ein Deathcore-Festival und so. Haben, glaube ich, die Jungs von Extreme Music Switzerland erzählt, oder? Ja. Ja, gut. Ja. Gut, aber das ist überall. Heutzutage ist so eine Mischung von alles. Überall. Das ist so. Voll. Aber es ist mir das Gleiche passiert dort in der Schule. Erster Dude, den ich kenne, der Metal lost in der Schule. Spielst du ein Instrument? Ja, Drummer. Cool, was spielst du? Metal. Ich so, fuck, ich kann mich erschiessen. Und dann ich so, okay, probieren wir nochmal. Ich habe probiert und so. Das war lustig. Und nachher, das ist nachher nicht geworden. Nachher habe ich bei Atropas gespielt. Ist auch wirklich ein Highlight, weil dort habe ich gesehen, wie eine Band eigentlich funktioniert, von außen sozusagen. Ich habe vorher keine Ahnung gehabt, ich habe einfach gespielt im Proberaum. Und that's it. Ich meine, du hast keine Ahnung gehabt, wie bookst du eine Show, wie tust du irgendwie etwas aufgenommen, also wir haben versucht aufzunehmen, was gerade schlecht klingt. Aber was kommt, nachdem du im Proberaum warst? Keine Ahnung. Oder? Und dann habe ich gesehen, wie die Jungs sehr organisiert waren. Der Mahmoud, Gitarrist und Komponist und Sänger von Atropas, ist ein brutaler Songwriter. Das ist crazy. Von ihm habe ich viel lernen, aber mein Level ist nicht hoch genug für Atropas. Ich muss ehrlich sagen. Ich muss jetzt scheiße üben, wie ein Blöd im Fall, weil ich einigermaßen gut gespielt habe. Aber wir haben coole Konzerte da spielen in der Schweiz. Und das ist, glaube ich, so ein halbes Jahr geworden. Nachher haben wir die gelassen, weil es ist nicht gegangen. Es ist
hohes Niveau gewesen. Ich war am Studieren, ich habe Tontechnik studiert. Und ich habe gefunden, hey, der Dude ist crazy, der ist krank. Also. Ich kann nicht mithalten. Sick, Alter. Das Album, was letzte, das war auch im 19. gewesen, oder? Ja, glaube ich. Das, wie heisst es? Ich kenne die Songs, die da drin sind, Black Gold. Ja, Black Gold, das ist so heftig, Alter. Das ist crazy. Richtig gut. Ja, und sie haben auch Pits Prog drin, Pits Thrash, Pits Melodeath, alles mögliche. Das ist wirklich geile Scheiß. Bin sehr gespannt auf die neuen Sachen, wenn sie etwas rausbringen. Schreibst du es, machen wir. Gib uns einen Shoutout. Shoutout Atropas, richtig geil. Und nach Atropas habe ich gefunden, mache ich eine kleine Metal-Pause und habe Rock gespielt, so Pop-Rock. Das ist der, der nachher den Mark Tremonti gefistet hat. Genau. Ich weiss immer noch nicht, wie man das nennen will. Gefüstelt tönt so blöd. Fistbump. Ja, aber ich sage jetzt nicht, ich rede Schweizerdeutsch, ich sage jetzt nicht, das ist dort, wo der Mark Tremonti gefistbumpt hat. Das tönt aber gleich gefistet. Ja, dann haben wir Mark Tremonti gefistet. Sehr gut. Nein, also ich habe bei damals Andrina gespielt. Das ist eine Einzelkünstlerin. Ist übrigens nachher in The Voice of Germany, glaube ich, Semifinale Stimmt, ja. Richtig crazy. Shoutout. Shoutout Sali. Was ist Andrina? Aber das ist doch nachher anders Skin geworden, oder nicht? Genau, also wir sind aus Andrina, haben wir nachher gefunden, hey, wir wollen doch eine Band machen, statt so Einzelkünstler. Haben nachher ein anderes Skin gemacht, ein Album rausgehauen. Das war meine erste Albumerfahrung. Und es war cool, wirklich eine sehr coole Erfahrung, aber ich habe gemerkt, Rock ist so nicht. Es ist nicht genug stark. Weißt du, irgendwie. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was. Also ich glaube, ich würde dich jetzt voll sehen in einer Band wie Stone Sour oder Hailstorm. Ja, aber mein Problem war eher, die Energie bei den Konzerten ist anders. Ja. Leute bewegen sich nicht in Rockkonzerten. Also ist eher einfach yeah und Fist in the air und cool. Und ich so, where is the mosh pit? I see. Du brauchst ein bisschen, du bist halt immer noch der feurige Latino, der ein bisschen Fresh Metal Moshpits braucht. Ja, das ist halt das, wenn du siehst, Leute gehen ab und ist crazy. Ich habe natürlich nicht Kicks gewünscht. Habe ich leider zu viel bekommen dafür, dass ich das gewünscht habe. Irgendwann ist einfach zu viel im Extrem gegangen. Aber ich habe das gebraucht. Irgendwie. Ich habe gefunden, so, ich brauche Metal. Und dann habe ich während ich im Anderskin gespielt habe, habe ich mit dem Thema angefangen zu spielen. Wie hast du den eigentlich kennengelernt? Voll. Der Tim ist der Gitarrist von Whiteout, meine jetzige Band. Und wie habe ich Tim kennengelernt? Keine Ahnung im Fall. Ich weiß. Er hat in Pro-Musik gearbeitet, an der Hardrock. Ja. Voll. Und ich war ein paar Mal dort, habe Gitarre ausprobiert, so nach dem Arbeiten und so. Und ich habe nachher gedacht, du spielst eine Band, sehr cool. Er hat damals eine Band namens Masks of Faceless. Und irgendwann haben sie einen Gitarrist gebraucht und sie haben Gigs geplant, glaube so 2 oder 3 Gigs. Der Gitarrist war nicht mehr dabei gewesen. Und so, fuck, wir brauchen jemanden, der hilft. Und ich so, hey, ich helfe gerne mit, oder? Also haben wir mal geprobt in Luzern, haben wir 2 oder 3 Shows gespielt, sehr cool gewesen. Währenddessen bin ich immer noch anders gewesen, aber ich habe gemerkt, so, wollte ich nicht mehr. Habe ich dort aufgehört, mit dem Team angefangen, an Whiteout zu arbeiten, eigentlich. 2015. Und ja, nachher ist ein Jahr gegangen, bis wir alle Members gefunden haben, eigentlich. Also wir haben für das Video einfach Songwriting gemacht und unsere Mabel getroffen. Geil. Und einfach so zeigen, so, lass den. Und ich so, ja, lass die Idee. Und dann haben wir coole Ideen können sammeln in dem Sinn. Wir haben meistens am Anfang Songs gespielt, die er geschrieben hat für Masks of Faceless eigentlich. Er war Metalcore und er hat viel mehr Ahnung von Metalcore als ich. Sogar jetzt habe ich Mühe mit Metalcore schreiben, Alter. Und ja, es ist. Aber es wird immer besser, sagen wir so. Nice. Was haben wir nachher gemacht? Ja, dann ist Whiteout eigentlich entstanden. Also offiziell 2015. Nein, nicht offiziell. 2015 so angefangen sind so Underground, wir 2. 2016 ist das erste Konzert mit Save Your Last Breath, Atropas und Bleed Someone Dry. Das ist sehr cool. Ist das Plattentaufe von Atropas und Save Your Last Breath die Doppelplattentaufe? Ja.
Wir sind Opener gewesen. Weißt du, wer dort an der Bar geschafft hat? Du? Eversis. Ja. So ein geiler Abend gewesen. Ja, das war crazy gewesen. Ja, das war crazy gewesen. Weil der Konzert war lustig gewesen, weil als wir zugesagt haben, haben wir noch keinen Schlagzeuger gehabt. Und einen Monat... Eckert hat es schon gemacht. Ja, also wir haben einen Monat vorher zugesagt, vor dem Konzert. Ja. Und nachher haben wir eine Aushilfe gefunden beim Dano, der war damals schon mal bei Searching for Diamonds gewesen. Und der Mike haben wir ja von Searching for Diamonds genommen. Ja. Oder? Unser Sänger Mike war vorher bei Save Last Breath gewesen und Searching for Diamonds. Mike, die Bandhure, Alter. Mike, die Bandhure, du. Geile Sicht. Dann der Dano, er war bei Searching for Diamonds gewesen. Searching for Diamonds haben 2014 Banger-EP rausgehauen. Ja, die war geil gewesen. Die war richtig geil gewesen. Die mit der Dreckhand, gell? Ja, genau, mit der dreckigen Hand. Ja, die war geil gewesen. Und dann haben wir den Micho gefunden in Facebook, unser Bassist von Bern. Er kommt jedes Mal proben von Bern. Die Band ist einfach auch so zusammengewürfelt von... Okay, gut, ich muss nichts sagen. Ja, wir haben... Ja, du später noch dazu. Voll, ich meine, wir sind 3, die in Zürich wohnen, einer wohnt in Luzern und einer wohnt in Bern. Und zum Proben treffen wir uns in Zürich. Das stimmt gar nicht, es wohnen nicht mehr 3 in Zürich. Nein, nicht mehr. Jetzt wohne ich in Baden. Aargau, Bruder. Und voll. Wo bin ich? Ich kann mich verloren. Erstes Konzert. Dann hat der Dano in 2 Wochen unsere Songs gelernt. Stabil. Ja, und seitdem, das war 2016 gewesen. Das sind fast 7 Jahre, Jesus Christ, man. 7 Jahre. Aha. Ja, sick. So sind wir eigentlich zu weit geworden. Aber ich habe langsam genug vom Reden, also wollte ich dich auch fragen. Hey, das ist dann doch easy. Ich meine, wir müssen ja auch nicht allzu tief reingehen. Ich glaube, da können wir mal, wenn wir wirklich nichts mehr zu tun haben, können wir mal Episoden machen, wo wir dann jeder Band mal widmen. Weißt? Ja, quasi, wir können dann ja Eversis, Matchbox Whispers, Demigod Unleashed und Whiteout wirklich mal so ein bisschen, dass wir in die Tiefe gehen. Dass wir auch mal researchen können, weil wir haben eigentlich wollen das heute machen, dann habe ich gedacht, ja, aber nein, es wäre unfair den Bands, die wir haben, gegenüber, wenn wir das jetzt einfach so YOLO machen, weil halt, es ist schon, ich meine eben, meine Band gibt es jetzt quasi fast 10 Jahre. Das ist schon da ist viel dahinter, da gibt es viel zu erzählen und dann wollte ich nicht einfach nur... Aber es sind sicher so Highlights, wo du, noch weißt. Da geht sicher. Wie ist dazu gekommen? Ja, nein, das machen wir jetzt ja, genau. Und deshalb, Silvan, wollte ich dich auch fragen, wie ist für dich dazu gekommen, Musik zu machen? Ja, ich glaube, mein peinlicher Little Secret ist, mein erstes Konzert war DJ Bobo-Konzert. Aber da habe ich nichts dafür können, da haben meine Eltern mit so 10 mitgeschleppt. Das ist so, ja. Ist gut gewesen? Ja, DJ Bobo ist lit, Alter. Das 10-Jährige ist das fucking... Das war der Pirates of Dance gewesen, was so ein riesiges Piratenschiff hatten, mit so Trampolin und allem. Macht der DJ Bobo so Eurodance-Zeug? Ja, okay. Ja, Mann, also Brian liebt es. Da haben wir einen kleinen Diss gehabt. Aber er liebt Janus Christus mehr. Ja, genau. Janus Christus lieben wir alle. Nein, und dann war das gewesen, dass so Musik habe ich immer zu tun gehabt. Mein Vater hat immer Musik gehört, er hat einen Plattenspieler daheim. Ich weiß nicht, ob er jemals eine Platte drauf laufen hat. Er hat mega viele CDs daheim. Und er hat kein Black Sabbath gehabt? Nein, er ist so, ich glaube Gotthard und so ist so ein bisschen... Gotthard ist schon sick. Schon so das Zeug hat er so ein bisschen gelost. Er ist ein Fan von A Cappella Musik. Van Canto? Nein, ich weiß nicht, wie es heisst. Wahrscheinlich. Nein. Junge, das ist A Cappella Power Metal. Fuck. Ich muss es dir zeigen. Ja, ich sicher nicht. Junge. Nein, ich weiß auch nicht. Er hat mich marschiert mitgeschleppt an ein Konzert, dann ist Gott sei Dank Corona gekommen. Jetzt habe ich ihm Larkin Poe Tickets geschenkt auf Weihnachten. Hast du erzählt, oder? Was war so Rock? Die 2 Hillbilly Chicks. Stimmt, hast du gezeigt. Die vorweg sind vom Jack White. Ja, das ist geil. Ja, das ist der Schick, die sind wirklich geil. Und ja, das hat so ein bisschen ich habe immer so ein bisschen Musik gehört und dann habe ich mal, ja, glaube auch dann so ein bisschen, irgendwann in der Sek haben wir dann so, nein, nicht in der Sek, in der Primarschule haben wir mal Musik mitnehmen, dann sind wir irgendwie, ich weiss nicht mehr, wie wir auf das gekommen sind, aber das war so Bravo-Zeiten, weißt du? Bravo-Heftli, MTV, eben Billy Talent, 2007, haben wir ja letztes Mal davon gehabt, Billy Talent, das so ein bisschen, Simple Plan, dann Blink-182. Aber welche von denen hätte ich prinzipiell inspiriert? Ich bin auf dem Weg dazu, muss ich ausholen. Aber ich habe die ganze Zeit so Blink-182, Simple Plan, Dings. Ich habe hure spät angefangen Linkin Park zu hören. Normalerweise ist Linkin Park ja die erste Band, die alle gelost haben. Habe ich hure spät angefangen zu hören. Weiß auch nicht wieso. Ja.
aber eben Linkin Park, Mhm. greatest of all time. Kannst du sagen, was du willst? Really? Linkin Park. Greatest of all time. hast Ja, du gesagt. genau. Aha. Ja genau, Linkin Park ist greatest of all time. Machen wir ein kleines Quiz. Was meinst du, wie viele monatliche Zuhörer hat Linkin Park? Ohne dass du jetzt gehst schauen auf Spotify. Shit. 23 Millionen. Hure näher, 26 Millionen. Holy shit, Alter. 26 Millionen monatliche Hörer. Das ist crazy. Sie haben 2 Songs, die über 1 Milliarde Aufrufe haben. God damn insane. Jesus Christ. Ja, eben, das, dann haben wir mal, irgendwann ist dann der Kollege gekommen und hat so das Gefühl, hey, das ist ein Lied, das der Silvan, glaube ich, geil finden. Und dann ist es einfach No Control von Bullet for My Valentine. Und ich so, ja, sick. Und dann bin ich so ein bisschen in das reingekommen und so ein bisschen die härtere Musik und dann... Also Bullet so hätte ich viel- reingezogen. Bullet for My Valentine ist meine erste Band gewesen, wo ich wirklich dann so reingerührt habe, weil das andere, so Green Day und das Zeug, das habe ich auch wirklich geil gefunden und gelost und alles, aber so Bullet for My Valentine ist die erste Band gewesen, wo ich wirklich so Fanboy bin davon. Und ja, dann bin ich in die Lehre gekommen. Hast du schon easy spät dann? Hey, ich habe bis 17 kein Instrument gespielt. What? Ja, ich habe nie dürfen. Ich wollte Gitarre lernen und meine Eltern haben das Gefühl gehabt, du machst auch nie Hausaufgaben, also lernst du auch nie Gitarre spielen. Ich denke mir so, ja das eine ist etwas, wo mir jemand diktiert, dass ich es machen muss und ich, kleiner Punk, mache es nicht. Und das andere wäre etwas, wo ich Spaß daran hätte. 17 nicht? Ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann mit 17 eine Gitarre gekauft. Krass. Weißt du wieso? Ah? Zur Uster Berufsschule bin ich gegangen. Aha. Dann habe ich eben den Dave kennengelernt von Save Lost Breath, der Schlagzeuger, bin mit dem in die Schule. Ah, wirklich? Dann bin ich mit dem, hat er mich mal Konzert eingeladen und so. Und dann sind wir sehr viel. Also ich bin glaube ich an jedem Save Lost Breath Und Konzert das ist, am Anfang. und das ist welches Jahr gewesen? 2010, 11. Und ja, und dann habe ich mir irgendwann so gesagt, weißt du was? Ich habe mit dem Kollegen immer so gesagt, wir gründen eine Band. Irgendwann. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist der Traum, den du einfach so als 17, so 15-jähriger Bub hast. Ja, voll. Und dann, Ist das coolste gewesen? genau, und dann habe ich gesehen, dass der Dave eine Band hat. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die das schon, das kann ja jeder. Also nicht jeder, also mal es kann es jeder. Jeder kann eine Band gründen. Aber die sind von Anfang an crazy gewesen. Ich meine, ich komme nicht... Die Band Wann haben sie ist angefangen mit Fifi spielen? Nein, Kleine Mozart. Ich weiss, also die Band ist vom ersten Ding an wirklich, da muss ich sagen, die sind vom ersten Mal wirklich fucking parat gewesen. Das ist verdammt gut gewesen. Eversis hat ein paar Jahre gebraucht und ein EP beim Ricky aufnehmen, dass wir wirklich auf dem Level sind, wo du sagen, jetzt ist es vertretbar. Aber ja, genau, dann habe ich das gemacht und so haben wir dann eben der Kollege, der Butch, der Luca und ich, wir sind aus dem gleichen Dorf. Dann haben wir damals noch den Nils, unser Bassist, der ist auch aus dem gleichen Dorf. Dann haben wir einfach gewusst, dass der Bass spielt, dann haben wir den einfach so mit reingenommen. Dann haben wir noch mal einen anderen Kollegen, der hat auch Luca geheißen, der war im Gitarrenspielen gewesen, und irgendwie habe ich dann einfach mir eine Gitarre gekauft und dann haben die mir so ein bisschen Gitarrensachen gezeigt. Aber der hat nie wirklich mit der Band etwas gemacht von uns, also der war nie da irgendwie dabei gewesen. Und dann hat der Luca an einer Silvesterparty, glaube ich, den Adi kennengelernt, unser früherer Gitarrist, der mal noch dabei war. Wie viele Line-Up-Changes haben wir bis jetzt gehabt? Changes? 3. 3 wirkliche. Dann haben wir noch, dann ist Lukas ein Mitschüler, der Keyboard gespielt hat, mal noch kurz irgendwie dabei gewesen. Ich weiss, so, der war auch mal noch kurz rum gewesen, aber dann nicht wirklich. Und dann, was hätte der mit dem Keyboarder gespielt? Das war die Zeit gewesen, wo man Lost Prophets noch nicht gecancelt hat. GG. Ja, darum, eben, das ist meine Antwort auf das. Keyboard passt rein. Ich meine, Linkin Park, Lost Prophets. Wenn der eine ein Keyboard-Spieler ist, der weiss, was er macht, dann kommt es gut. Und auf jeden Fall haben wir das dann gemacht. Dann haben wir so ein bisschen. Ja. Welches Jahr sind wir jetzt? Das ist so 2012 umeinander. 2011 umeinander gewesen. Da haben wir noch nicht mal einen Schlagzeuger gehabt. Aha. Also wie lange habt ihr gehabt, bis eine volle Besetzung hatte? Ein Jahr oder so. Okay. Und dann an einer Silvesterparty habe ich den Domi kennengelernt. Und der hat dann das Gefühl gehabt, er spielt Schlagzeug. Und dann hat der Kollege das Gefühl gehabt, er ist ein mega guter Schlagzeuger. Und ich so, hey, wir brauchen eine Band. Und er so, weil er ist gerade aus Thun auf Bülach gezogen, Kloten. Er ist von Thun? Nein, er ist nicht von Thun, aber sie sind irgendwie dort, haben dort gewohnt vorne. Okay. Der Vater irgendeinen Job gehabt dort. Dann ist der Domi zu uns gekommen. Dann haben wir Domi, Nils, Adi, Luca, ich gehabt. Ja, meine Band, meine Musikerkarriere ist wirklich wesentlich weniger viele Stages wie deine. Bei mir hat es mit Eversis angefangen und ist immer noch. Ist ja gut, bist ein Lifer. Das ist ja geil. Dann irgendwann hat der Adi das Gefühl gehabt, es sei ihm zu viel, er hat keine Lust mehr, will sich da mehr auf seinen Job und sein Privatleben konzentrieren. Völlig easy. Und wie haben Eversis Songs damals getönt? Vom Sound her? Ich kann es dir eigentlich. Es war irgendeine Mischung aus Punk, Metal und Wack. Also es ist wirklich. Es gibt ein Ding.
Eversis at Stallrock. Das war so ein Festival gewesen, und die haben das gefilmt und irgendwie aufgeladen und das Video ist immer noch da oben. Also, kann ich nachher schauen. Das könnt ihr euch gönnen. Es ist fucking Cringe-Fest des Jahrhunderts. Das Beste ist, irgendwie, das ist das einzige Video von all denen, von diesem Festival, das mehr als 500 Aufrufe hat. Und es ist so schlecht, es ist so lang, immer, wenn der Versus gesagt hat, das einzige Video war, was es gezeigt hat, weil es einfach so viel Aufrufe gab. Da muss ich schon sagen, ihr habt eine sehr loyale Listener-Base. Ja, das ist so. Es sind nicht viele, aber die hören, die sind dumm. Das ist was du willst, oder? Lieber sagen wir, 100 richtige Fans als irgendwie 10'000 Casual-Fans. Genau, 10'000 Likes auf Instagram. Eben, nein, ja, das Ding ist... Alle gehen liken. Ja, und wir haben am Anfang wirklich einfach nicht... Also, wir hatten keine Ahnung gehabt. Und ich bin irgendwie der am meisten Songs geschrieben hat, Songwriter, und ich habe effektiv keine Ahnung von Musik. Und damals, wie viele Jahre bist du Gitarre am Spielen gewesen? Ich habe angefangen, gleichzeitig, wie wir die Band gegründet haben. Das ist crazy, weil Songwriting ist nicht einfach. Ich meine, ich habe natürlich immer probiert, aber Songwriting, so ein richtiger erster Song, den ich geschrieben habe und ich gefunden habe, das sagt nicht, ist vor 4 Jahren gewesen. Der ist auf der ersten EP drauf, aber die ist leider nicht mehr online. Und wann ist der released worden? Die ist 17 released worden. Also wir haben schon einigermaßen okay Songs gehabt. Die sind nicht, also auf der ersten EP haben wir wirklich Songs gehabt, wo ich sagen, die kann man so machen. Ja. Aber es hat nicht wirklich einen roten Faden gehabt und noch zu viel so Chaos drin. So ein bisschen wie Ocean Grove, einfach in weniger kompakt. Ja, und das hat ein bisschen etwas gebraucht. Dann, irgendwann ist dann hat sich der Nils eben auch entschieden zu gehen. Und weil er Game Design angefangen hat zu studieren. Oh, sehr cool. Ja, und nachher haben wir gesagt, also den Adi haben wir nicht ersetzt, weil wir gesagt haben, wir haben noch nie Leadgitarre geschrieben, von dem her, fuck it, sind wir halt das 4., ist auch okay. Dann ist der Nils gegangen und dann haben wir nicht gewusst, was wir machen sollen. Und dann irgendwann kommt der Domi so, hey du, mein Cousin, der Timo, der immer mit uns rumgehängt ist, weil er so ein bisschen, weil die zwei so eine Cousin-Connection haben. Ich vergesse immer. Sicher scheiße zu viel, ey. Nachher, irgendwann hat es geheißen, dass er Bass spielt, und dann haben wir so am Anfang nicht gewusst, wie, so, Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja komm, okay, mal, nehmen wir ihn. Und das war die beste Entscheidung ever gewesen, weil seitdem machen wir wirklich mehr zusammen. Weil dann so, der Nils hat nie wirklich Interesse daran gehabt, Songs zu schreiben. Ich glaube, der Domi hat wieder niemand gehabt, der ihn wirklich verstanden hat, weil ich einfach so komplett ambivalent bin mit dem Domi. Wir sind wirklich eigentlich, jetzt in letzter Zeit, gefühlig oft sind wir gleicher Meinung. Aber voran ist das eigentlich immer so, alles auseinandergegangen. Vielleicht sind wir einfach älter und weiser geworden. Oder ich, die anderen sind es glaube ich vorher schon gewesen. Aber dann, seit der Timo dabei ist wirklich so das Songwriting-Schreiben viel besser. Ich komme mit einem Riff rein. Ich mache so meistens ein Riff, schicke es dem Domi, frage ihn, ob er es beschissen findet. Wenn nichts zurückkommt, sage ich einfach, gut, dann schauen wir es in der nächsten Session an. Dann gehen der Domi und ich meistens in eine Session rein, schauen so, er so, ja, okay, cool, beobachte ich etwas aus. Schauen, dass wir aus dem einen Riff vielleicht mal die Strophe machen oder den Refrain, je nachdem, was wir denken, was es ist. Dann machen wir den Rest dazu. Dann holen wir den Timo und dann der Timo gibt noch sein Feedback, dann ändern wir nochmal Sachen und dann schauen wir wirklich das dritte den Song an und der wird so schön zusammengewürfelt und wirklich so Probe Room genau, Room und das ist wirklich so, genau, wir machen wirklich noch Probe Room Writing. Das ist wirklich, ich glaube selten, es hat glaube ich erst einmal gegeben, dass ich ein Lied die Heime fertig gemacht habe und dann haben wir es angeschaut. Das ist meistens wirklich ein Riff im Proberaum, das ausknübeln und ja, und was wirklich geholfen hat uns, ich kann es nur empfehlen, er macht es zwar momentan nicht, aber was unsere Band wirklich geholfen hat, ist Aufnehmen beim Ricky. Weil wir haben unsere 2 EPs selber produziert. Aber jetzt, das ist ein bisschen fies für ihn, weil wir haben ja die EP beim Ricky produziert und jetzt wissen wir genug, dass wir es selber machen können. Hey, aber das ist cool. Nein, ich finde es mega im Fall. Und ich meine, deshalb, weißt du, wenn jemand zu mir kommt, aufnehmen, ich bin immer so, ja, was hast du die für das Home-Setup? Mach den Scheiß Demo selber, das ist cool. Weißt? Ja. Ich weiss noch, als ich gelernt habe, die Freiheit, die du hast, wenn du kannst die auch wenn es crappy tönt, etwas aufnehmen, eine Idee aufnehmen, auch deine Leute schicken, oder? Weil ich habe Tontechnik aus dem Grund gelernt, um einfach nicht auf meinen Drummer warten, dass mir Scheiß zurückschickt. Das ist wirklich so, weil ich weißt, amigs bist du, man ist nicht so up and down, sondern amigs bist du mega viel am Schreiben, so Idee kommt nach einer anderen Idee und nachher tust du sofort mit Drums irgendwie den Song hören, wie tönt das überhaupt, ist das geil. Und nachher geht es einfach 4 Wochen, bis du etwas zurück hast vom Drummer. Und nachher rührt die aus die Zone. Es rührt die aus dem Flow.
Ich schwöre, das kenne ich, aber ich meine, es ist gerade ein bisschen das. Man hat ja gesagt, wir machen noch ein bisschen, jetzt fangen wir glaube ich auch ein bisschen mischen, so einfach wie so es geht mit dem ganzen Zeug, wenn wir jetzt Bands mal erklärt haben. Ah ja, und dann irgendwann habe ich betrunken noch mit einem Kollegen Punkband gegründet, weil ich einfach dachte, dann wäre doch lustig in einer Punkband Bass zu spielen. Nicht, dass ich rede nie von Matchbox Whispers. Problem ist einfach, also nicht das Problem ist, das Ding bei Matchbox Whispers ist, Evergis ist so mein Baby. Das ist so, ich hatte die Idee, eine Band zu gründen. Ich habe die Band gegründet. Die Band gibt es seit 10 Jahren. Es ist wirklich so, das ist so mein Baby. Ja, ich habe jetzt zwar mittlerweile noch 3 andere ältere Teile dabei, aber es ist so mein Baby. Und Matchbox Whispers, ich liebe es mit Matchbox Whispers zu spielen. Wir machen wirklich, der Silas schreibt so geile Songs. Aber eben, das ist der Silas schreibt Songs. Alleine, weil er ist wirklich gut. Er schreibt gute Punk-Songs. Und das Ding ist einfach, ich habe gesagt, ich kann dort nicht gleich involviert sein wie bei Eversis, weil sonst hast du einfach zu viel auf dem Tisch. Aber das ist eine gute Entscheidung eigentlich, weil so kannst du wirklich einfach Punk spielen, zum Spaß haben, die Songs spielen, die sie schreiben. Und nachher mittlerweile ist es auch kein Spaß mehr. Wir sind letzten Montag am Aufnehmen und der Silas hat herausgefunden, dass wenn er mir sagt, was ich machen muss, dass ich effektiv singen kann. Da sind wir 2 Stunden drin und ich habe gesungen. Geil. Ist geil, aber es ist fucking anstrengend. Du hast gute Raps, du hast gute Shouts, jetzt kommt noch Singen. Ja, es ist wirklich, ich bin glaube ich voll Paket, abgesehen davon, dass ich einfach mein Instrument zu wenig beherrsche für das Level, das meine Band hat. Aber das kann ich im Fall. Ich meine, das Ding ist, es ist so wie, ich bin ja ein Generalist. Ich habe Automatiker gelernt, das ist also Mech und Elektroniker. Irgendetwas so zwischendrin. Also wir können alles, aber nicht richtig. Dann habe ich den technischen Kaufmann gemacht, wo du eigentlich so eine generelle BWL-Ausbildung, du hast Marketing, Supply Chain Management, alles drin, also einfach wieder alles, aber nicht richtig. Und jetzt habe ich mir noch einen Synthi gekauft. Von dem her, ich kann alles, aber nicht richtig. Ich kann auch ein bisschen recorden, ich kann auch ein bisschen mischen, ich kann alles ein bisschen, aber ich gehe nie jetzt wirklich zu tief rein. Aber das ist gut, weil ich bin auch Jack of all Trades, sozusagen. Oder ich meine, ein bisschen kann ich Logos machen und Marketing und ein bisschen kann ich eben Photoshop und Lightroom so Zeug machen. Ein bisschen fotografieren kann ich, ein bisschen das, ein bisschen dort. Und ich meine, bei Gitarre bin ich auch ziemlich, ich könnte sagen, One-Punch-Pony, nein. One-Punch-Pony? Nein, One-Trick-Pony. Das Pony mit Boxhändchen. Ich bin einfach ein One-Trick-Pony. Rhythm, Songwriting, that's it. All the Rhythm, all the way. Scheiß auf Leads. Scheiß auf Solis. Scheiß auf Leads, für das habe ich mir jetzt einen Synthi gekauft. Ja, und dafür habe ich einen anderen Gitarrist, der Solis spielen kann. Genau. Du musst es nicht kennen, wenn der andere hast, was kann. Für mich ist der Riff ist King. Sind wir auch ehrlich, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Das ist das, was niemand will, kein Musiker will das hören, aber ich sage es immer wieder, der Bass macht Musik. Ja. Es ist nicht Gitarre. Bass, Kick und Snares. Und was ist der Bass? Ein Rhythmusinstrument. Von dem her, wieso sollte ich Leads spielen? Ja, stimmt. Eben. Fuck that. Was ist das, was uns von Expello im Kopf bleibt? Die primitive Breakdowns. Breakdowns, wo du einfach den Tisch kaputt ginken. Vor allem, ich meine, wann ist dir letztes Mal irgendwie ein cooler Soli von einer Band aus der Region im Kopf geblieben? Und wann ist dir ein Breakdown? Band aus der Region? Wer hat so ein krasses Soli irgendwo? Paleface. Soli? Janik hat mal ein geiles Solo drin. Hat er einen Soli? Der Janik ist fucking tasty Gitarrenspieler. Ja, ich habe nicht gewusst, er ist eben auch ein Rhythmus-Gitarrenspieler, aber ja, ich glaube, ein Solo hat er irgendwo drin gehabt. Das war noch tasty gewesen. Tasty. Ja, aber es ist nur so kurz, nur so kurz und tasty. Also dann ist nicht der Solo, ist ein Lied gewesen. Das von Tim. Tim sein Gitarre-Solo habe ich geil gefunden. Ja, das ist crazy. Das, was er improvisiert hat. Er hat gesagt, er hat es improvisiert. Ich weiss nicht. Er improvisiert die ganze Zeit den neuen Soli bei unseren Songs. Alter, das ist ein geiles Solo gewesen. Ich muss wirklich sagen, Tim sein Gitarre-Solo dort am Schluss vom ICU Festival, das war Lied gewesen. Ja, das Lustige, der Tim ist ein multiversierter Künstler. Er kommt und plötzlich machen wir einen Witz, so, ja, Country, fängt Country an zu spielen. Und nachher irgendwie sagen wir etwas von einer Serie oder so und macht den Intro von der. Ich glaube, der wacht auf, geht trainieren und nachher nimmt die Gitarre in die Hand und spielt den ganzen Tag. Das wollte ich vorhin noch sagen, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, wo du gesagt hast, du bist nicht mehr im Flow, wenn du so Zeit hast. Ey, du schreibst ja Songtext für Demigod Unleashed. Wie hast du es? Weil, wenn kommen mit dir deine Songtexte in den Sinn, hast du es, dass du kannst sagen, ich sitze jetzt an und schreibe einen Songtext? Wie, wenn ich, also weißt du, wie wenn du jetzt quasi so, du bist so, sagen wir, du bist ein Autor für eine Zeitung und dann sagst du, machst jetzt an und schreibst einen Artikel über das Thema. Ja. Geht das bei dir? Weil ich könnte es mir vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich mache als Projekt ich habe als Projekt mal Solo-Punk-EP gemacht, anfangs Corona, weil ich kurz Arbeit hatte und nichts zu tun hatte. Dort hat es geklappt, dann habe ich mir einfach gesagt, ich nehme eine Stunde Zeit, schreibe in einer Stunde einen Song mit Text und allem
und nehme ihn auf, aber mischen und alles mache ich später. Dann habe ich einfach in einer Stunde Text geschrieben, dort ist es gegangen. Aber wenn ich jetzt für Eversis einen Songtext schreiben, ich kann nicht einfach ansitzen und einen Songtext schreiben. Es geht, wenn so 2/3 vom Songtext schon fertig sind, dann kann ich sagen, okay, ich sitze jetzt an und mache ihn fertig. Ja. Aber einfach ansitzen und einen Songtext schreiben, könnte ich, glaube ich, effektiv nur. Darum kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht bei Demigod Unleashed funktioniert. Weil ich könnte es mir vorstellen, wenn ich jetzt so eine Band wäre wie Sabaton und einfach sagst, okay, wir machen jetzt einen Song. Normaler Tank. Wir machen jetzt einen Song über quasi die Schlacht in diesem Krieg. Oder der Tankmodell. Oder über den Panzer und wie viele Leute es drin verbrannt sind an diesem Tag. Ich glaube, dann kannst du es machen, weil dann hast du einfach so ein Ereignis, ein historisches Ereignis, irgendetwas, das du abarbeiten kannst. Oder irgendwie, du sagst jetzt My Chemical Romance, ich weiss nicht, die haben wahrscheinlich einfach das Gefühl, dass sie jetzt Geschichten erzählen. Aber so für Eversis kann ich das nicht. Ich schreibe die meisten Songtexte irgendwie, ich bin unter der Dusche und dann macht es irgendetwas und ich komme aus der Dusche und schreibe gerade aufs Handy einen Songtext rein. Oder ich verwache irgendwann in der Nacht auf. Ich glaube, einen Songtext habe ich effektiv zumindest in der Nacht geschrieben. Ich bin aufgestanden, einfach weil ich jetzt einen Kicker hatte. Es ist immer nur so ein Satz. Und wenn du den einen Satz hast, also bei mir ist es so, der einen Satz, wenn du den einen Satz hast, ist es sowieso ein Kick in den Arsch und dann schreibst du einfach in 5 Minuten den Halbtext. Ja. Dann hast du in 5 Minuten den Halbtext geschrieben und für die andere Hälfte brauchst du 4 Wochen. Aber du hast gerade den Nagel getroffen. Du hast einen Moment von Inspiration. Ich meine, die Griecher haben die Muse quasi, ist ein Teil von der Götter oder von der Gruppe der Götter gewesen, oder? Das Künstler haben einfach, irgendwann kommt die Muse runter und tut dich irgendwie die Inspiration geben und nachher fliegt sie wieder weg. Dann geht sie wieder zurück. Und das ist genau das im Fall. Und deshalb nie unterschätze die Momente in der Mitte von der Nacht, wenn du am Kacken bist, wo gerade der Riff-Idee oder so im Sinn kommt, sofort Handy in der Hand aufnehmen, weil du denkst, das merke ich nachher. Vergiss es. Es sind so fleeting Thoughts, irgendwie, wo kommen. Es ist so wie, die kommen, besuchen dich und dann sagen, fick dich halt und bin weg. Ja. Und genau so, aber in Demigod Unleashed ist eigentlich ein bisschen, es ist auch so, aber ich mache nicht viel thematisch, ich arbeite viel mit Metapher und Semantics und so Scheiß und sind sehr kryptisch. Also du kannst, wenn eine Person den Text liest, versteht sie etwas und nachher, wenn eine andere Person kommt vom Text, kann sie es komplett anders. Ja, eben, das ist das, was ich meine. Ich glaube, das ist wie das geht, aber eben Demigod Unleashed ist auch eine andere Musikrichtung. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einen Black Metal Song würde schreiben, dann würde ich auch einfach können ansitzen und einen Text schreiben, weil dann würde ich einfach mir überlegen, was ich jetzt würde, was ich jetzt sagen will. Aber bei Eversis ist es eben so ein bisschen, jetzt sind Texte so ein bisschen nicht persönlicher, aber irgendwie sie haben eine andere Inspiration dahinter. Weil so ein bisschen, ich weiss nicht, bei Eversis habe ich irgendwie immer noch so ein bisschen HC-Punk-Aspekt dahinter, so ein bisschen der Rage Against the Machine, so ein bisschen das einfach so, ein Text muss meiner Meinung nach, wenn du so Musik machst. Haben die eine klare Message mit Eversis? Das ist sicher Nummer 1. Wie meinst du eine klare Message? Rage Against the Machine sind against the system. Ja, also Metallica, irgendetwas. Nein, also wir sind jetzt nicht, wir sagen nicht, dass, also nein, ich glaube nicht, dass wir als Band irgendwie ein Statement haben. Wir sind sicher grosse Verfechter von der Biskas Arschloch-Theorie. Was? Biskas Arschloch-Theorie. Ja, das hör auf dich benehmen wie ein Dick. Gut. Aber nein. Aber du hast ja gesehen, unsere Texte sind schon recht, eigentlich jetzt Monster EP nicht unbedingt so, aber die neueren, dort hast du sicher gemerkt, Monster EP, dort hat es einen Song drauf, der thematisch nicht dazu passt. Prison of the Free. Einfach, das ist cool. Der ist geschrieben, der ist Rage Against the Machine. Wenn nur der Songtext, wenn nur der Song und der Songtext anhörst, merkst du, dass der zu einer anderen Zeit geschrieben wurde wie die restlichen 4. Aber Hate and Crime passt irgendwie zu. Eben, Hate and Crime ist auch nachher geschrieben worden. Ja, genau. Das ist eben genau, das ist so die 4 Songs auf der EP, also Monster, shit, wie heisst es? Alone, Monster, Prison of the Free. Ja, Knocked Loose. Und wie heißt der letzte? Sind es 5 Songs? Ja, der hässig, der mit dem Beatdown, Breakdown am Schluss. Ist nicht Knocked Plus. Fuck. Also ich bin nicht in ihrer Band. Ja, ich weiß, aber du hast sie aufgeladen, aber ich dachte, du weißt sie vielleicht noch. Fuck, aber ja, der tut mit dem Paleface Breakdown. Der mit dem Paleface Breakdown, ja. Aber die müsst ihr mal hören, müsst ihr mal Text hören. Die sind nicht zu der gleichen Zeit geschrieben worden wie Prison of the Free, der neueste, den wir rausgebracht haben. Ja. Scheiße.
Hate and Crime und Future Ruins. Voll. Das merkst du. Aber ihr habt auch ein bisschen gesellschaftlich, ein bisschen introspektiv. Ja, genau. Nein, wie sagst du das? Selbstreflektierend. So. Ja, genau. Aber das ist eben das Ding. Die vier sind so eher so ein bisschen selbstbezogene Texte, so ein bisschen, wenn sie los ist, auch so ein bisschen ich-bezogene und dann so ein bisschen die gesellschaftskritische. Und es ist halt einfach mehr so, ich schreibe gerne über Sachen, die mich stören. Also, es ist so, ich mache ja hässige Musik, ja, genau. Also muss der Text auch irgendetwas reflektieren, was mich irgendwie hässig macht. Du kannst ja nicht, okay, wenn du System of a Down bist, kannst du über einen Terracotta Pie singen. Aber ja, es ist tatsächlich der Punk-Aspekt, den ich dahinter habe. Wenn ich jetzt eben so Fun Story, Knocked Loose heisst Knocked Loose, weil ich den Songtext während dem Knocked Loose Konzert geschrieben. Ich bin am Knocked Loose Login der andere vorne, der Mr. X-Life Fractures. Die Leute haben sich verklopft und ich hinten mit dem Handy so. Ja. Der Butch nebenan so, Alter, was machst du? Ich so, hey, Fresse, ich schreibe einen Songtext. Ja, nein, ich finde den Songtext an sich selber weniger wichtig als zuerst einfach der Hook und die Melodie. Und es ist einfach, ich mache nein die ganze Zeit, oder? Ist bei Chorus. Chorus ist das Wichtigste. Der Rest kannst du machen. Aber einfach die Chorus-Melodie gerade finden. Und habe ich gesagt, ich habe immer noch jetzt eine Instrumentale, die ich vor 7 Monaten geschrieben habe. Und aufgenommen habe. Ich habe keinen richtigen Text, weil ich bin unentschlossen. Immer noch. Easy. Ja. Oh, ja. Das ist, aber jede Band macht es nicht besonders anders. Genau, weil eben, ja, ich weiss, es gibt sicher auch Bands, die Songs schreiben, die haben einen Song ready und spielen dann das erste Mal zusammen, wenn sie proben für die Tour. Also vom Writing her, wir machen es komplett anders. Also wir versuchen das im Probe jetzt zu schreiben, aber wir machen meistens die High. Ja, eben, Save Me Last Breath ist auch, ich glaube, die haben den Song auch fertig, bevor sie das erste Mal zusammen spielen. Voll. Wenn ich so ein bisschen richtig zwischendrin lese. Ich komme ja nicht, ich hocke nicht dabei, aber ich kenne sie ja gut. Ja, voll. Eben darum, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gut, Metallica wahrscheinlich nicht, aber so Bullet from a Valentine oder so, ich glaube, die spielen die Songs das erste Mal alle zusammen, wenn sie proben für die Tour. Voll. Was auch wir uns überlegen, ist Bands, die sich natürlich das leisten können. Früher war es ja normal, dass du zum Teil einfach mit dem Producer zusammen Songs geschrieben hast. Ja, dass du einfach in einem Studio bist, 2 Monate lang dort den Songs geschrieben hast, ja. Genau. Und das ist etwas, was leider ein bisschen verloren gegangen, oder? Ja, aber machen jetzt immer noch viel. Das Ding ist eben, vor allem, es ist gar nicht verloren gegangen. Es ist einfach, früher haben sich Bands wirklich effektiv nur auf die Musik konzentrieren. Ja, eben. So Kiss und Poison und Metallica und all die haben sich nur auf die Musik müssen konzentrieren. Black Sabbath, alle die haben sich nur auf die Musik müssen konzentrieren. Die haben nicht selber das Marketing gemacht, die haben nicht selber Sachen organisiert, die haben selber gar nichts gemacht. Ausser, die haben effektiv nur im Studio gesoffen, Drogen genommen und Musik geschrieben. Voll. Was man aber auch muss überlegen muss, ist, dass durch das ganze Gatekeeping viel weniger Bands machen. Genau. Heutzutage ist das aber ganz anders. Heutzutage hast du viel weniger, das finde ich ein bisschen, also nicht schade, aber wenn du heutzutage eine Band gründest oder willst Musik machen, musst du dir bewusst sein, dass die Musik nicht einmal die Hälfte von dem ist, was du machst. Ja, es gibt auch Zeiten, wo ich die Gitarre für 2 Monate einfach nicht in die Hand nehme. Währenddem ich einfach Facebook-Ads-Kampagnen mache und neue Marketing-Zeugs ready parat machen. Weil es geht ja heutzutage. Ja. Heutzutage bist du als Band dein eigener Content-Manager, du bist dein eigener Marketing-Manager, du bist dein eigener Producer, du bist dein eigener Studiotechniker meistens, du bist dein eigener genereller Manager, du bist dein eigener Booker, du machst alles selber, du hast nicht mehr jemand anderes. Und darum ist es einfach so, du musst wirklich, du machst viel mehr. Aber wie du gesagt hast, man wird wirklich zu einem Jack of all Trades. Genau. Also eigentlich nicht schlecht zu sagen, hey, ich kann vieles, vielleicht nicht alles super, aber kannst vieles und hast viel Verständnis auf alles. Ja, das ist so wie eben so eine Band wie zum Beispiel While She Sleeps. Das ist keine Band. While She Sleeps ist eine Firma. Wirklich? Also While She Sleeps ist ein Unternehmen. Die haben ein Haus gekauft, die haben ein altes Lagerhaus gekauft, wo sie ihr Studio drin haben. Die nehmen dort für andere Bands auf, die produzieren dort ihre Merchandise, die machen dort ihre Musikvideos, die haben eigene Filme, die machen Musikvideos, die produzieren Musikvideos für andere Bands. Oh, das ist cool, das ist so, und das ist eigentlich mehr eine Marketingfirma, wo eine Band hat, irgendwie, weißt du, was ich meine? So, es ist nicht mehr wie früher, wo du einfach nur eine Band bist und das ist es, sondern du bist viel mehr auch noch eben Content Creator und alles das rundherum. Ja. Aber lustigerweise, ähnlich ist auch in der Welt von der Tontechnik im Fall. Früher hast du
einen Mixing Engineer, du hast einen Recording Engineer gehabt, du hast einfach einen Tech, der im Studio war, du hast einen Creative Producer gehabt, du hast einen, ich glaube, einer ist Technical Producer und einer ist der Creative Producer gewesen. Und irgendwie sind Tontechniker heutzutage müssen einen Job machen von 10 Leuten führen. Ja, also ich wollte jetzt nicht sagen, aber alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, hast du bei uns im Studio gemacht. Eben, musst ja. Voll. Insane. Obwohl, was schade ist, dass was ich von anderen Leuten gehört habe, es gibt viele Producers, die tatsächlich sagen, hey, ich tue nur aufnehmen und sage nichts. Also mach es einfach. Oder noch schlimmer, wenn du es nachher schlecht machst, sag, das ist scheiße, mach noch. Es gibt Leute, die sich richtig keine Mühe geben bei dem. Und am Schluss bist du ein Coach, bist ein Psychologe, versuchst irgendwie. Stell dir vor, es kommt eine Band rein, die irgendwie sich die Leute nicht mögen. Junge, ich kann nicht wissen, wie fucking Albtraum das muss sein. Meinst, stell dir mal vor, kannst du mit Falling in Reverse aufnehmen? Ja, das ist so. Ja, so. Ja, das stelle ich mir nicht so geil vor. Ja. Aber ey, mit euch hat es Spass gemacht. Und das ist Ja, ich mit glaube, dir ich habe Spaß keine schlechte Erfahrung gemacht bis jetzt. Ich habe natürlich auch nicht so viele Bands aufgenommen. Ich mache es auch sehr wenig im Jahr. Aber ist immer eine coole Sache. Aber wir sind bei Versus ja gewesen, oder? Also wo bist du geblieben? Eigentlich fertig erzählt, was wir gemacht haben. Aha. Und ja. Aber erzähl noch, also du hast noch ein bisschen von Matchbox Whispers erzählt. Ja, genau. Oder? Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Das ist auch, weil ich meine, erstens, es ist auch nicht so normal, dass jemand in mehrere Projekte spielt, außer du bist ein Drummer. Oder Bassist. Oder Bassist. Aber als Gitarrist spielt man meistens in einem Projekt. Ja, das In stimmt. 2. Also wie bist du dazu gekommen? Und wie Also, organisierst du dich mit dem? wirklich betrunken in der Bar, hat mir der Silas ein Lied gezeigt, das er geschrieben hat mit der Akustikgitarre. Und ich so, das ist verdammt geil, das müssen wir aufnehmen. Und er so, Ja. ich nehme das nur auf, wenn du mein Bassist wirst in der Punkband. Und ich so, ja, ja. Wann ist das? Ja, etwa 2018 haben wir Hast du das viele her? 2018 haben wir ja. Ich hätte gemeint, es wäre viel später. Irgendwie. Nein, ja, wir haben auch verdammt lange nichts gemacht. Also wir haben auch verdammt lange nur Tickets. Wir haben im Sommer 20 das Album rausgebracht, also das Debütalbum rausgebracht. Voll, ja. Genau. Und jetzt sind wir auch seit 1,5 Jahren wieder an einer EP dran, wo halt einfach so ein bisschen, ja, also nicht, ja, es ist halt, ja, wir machen halt alles selber, darum dauert es ein bisschen länger. Es ist wirklich so, wenn jemand alles macht, es kann richtig tragen werden, wenn du das gleiche Song 1000 Mal gehört hast, dann musst du noch den Song aufnehmen. Ja. Nochmal 1000 Mal hören. Vor allem, wenn du so einer bist, der einfach nicht sagen kann, jetzt ist gut. Aber das ist ein sehr valider Punkt. Das im musst du Fall. lernen. Also das ist ein sehr valider Punkt, weil ich meine, ich habe nie das Gefühl, dass ich einen Song fertig geschrieben habe. Man muss einfach irgendwo zum Punkt kommen, hey, genug ist genug, ich kann schon genug. Jetzt lang jetzt. Ich habe den Song 3 Jahre im Harddrive gehabt, Junge. So, ich kann es nicht mehr anlangen. Ich wollte gar nicht wissen, wie lange das My Chemical Romance an Welcome to the Black Parade geschrieben hat. Eben, also... Und vor allem, ich wollte gar nicht wissen, wie der Song rausgekommen wäre. Wenn eben, das Ding ist, wäre der Song besser, hätte jetzt noch mal ein Jahr mehr Zeit gehabt. Kannst du nicht sagen, weißt du es nicht? Ja, es gibt wirklich Bands, die nachher einfach jahrelang einfach Demos machen und nie releasen, oder? Ja, aber eben, du kannst es auch zu viel machen. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es gut ist und alles, was du mehr machst, machst du so kaputt. Eben, es ist mein... einer meiner Lieblingswörter, Wörter, Curve of Diminishing Returns. Ja. Wie sagst du auf Deutsch? Keine Ahnung, Alter. Die Kurve der nicht, was? Nein, weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber irgendwann macht es einfach keinen Unterschied. Irgendwann hast du zu viel gemacht, kannst du nicht mehr den 0,001% noch raussteigen von dem. Es macht keinen Unterschied. Los, keine Sau. Aber ja. Aber wie tust du es eigentlich machen mit Eversys? Ja, da habe ich den glücklichen Vorteil, dass bei Eversys, da arbeiten zwei. Der eine ist Veranstaltungstechniker und der andere Pfleger. Stimmt, ja. Und da hast du kein Schedule. Dort musst du einfach immer... Wir schauen jetzt projektweise. Ja. Also wir haben jetzt... Blockweise. Wir sagen jetzt einfach, wir schauen jetzt... ja, hey, wir müssen jetzt 2 Sessions haben, Jetzt haben wir 2 Sessions abgemacht, um 2 Songs fertig zu schreiben, dass wir eine Mini-3er-EP rausladen das Jahr. Ja. Und dann schauen wir uns den Kalender an und sagen, okay, dann und dann geht's. Und dann Metal Cerebral exklusiv. haben wir vielleicht in einem Monat, ich habe es schon mal gesagt, das ist nicht so Ja, exklusiv. trotzdem. 2 Mal exklusiv. Genau. Dann haben wir in einem Monat vielleicht 5 Sessions und dann haben wir vielleicht wieder 1,5-2 Monate nichts. Ja. Weil wir halt nicht, weil wir kein Konzert haben und nicht müssen fürs Konzert proben und eben das Songwriting ist so weit abgeschlossen, dass wir jetzt quasi wieder den nächsten Step machen können. Dann ist quasi wieder das Instrumental fertig, dann haben wir es mal aufgenommen, dann muss es der Timo ein bisschen parat machen, dass wir mal hören können, dass wir mal eine Pre-Production haben, dass wir einen Text schreiben dazu und so.
Und Matchbox Whispers ist da relativ viel mehr oldschool. Wir treffen uns einfach einmal in der Woche, trinken da gerne mal ein Bier. Ja. Jetzt, die letzten paar Wochen sind wir nur noch am Aufnehmen am Montagabend und nicht mehr am Spielen. Aber ja. Ja, wenn du nicht Konzerte am irgendwie vergiss Wörter. Wenn du nicht die Konzerte einfach am Bericht schreiben bist oder am Aufnehmen oder im Bandprobe bist, hast du überhaupt Freizeit, Bruder? Ja, jetzt es ist besser geworden seit dem Dezember. Ja, ein bisschen ruhiger. Ich habe noch Zeit zum Snowboard und Downhillbike. Also ich gehe. Das ist cool. Naja, das ist es so. Aber schaffst du dann zeitlich? Ist nicht zu viel für dich? Nein. Ja. Nein, es geht schon. Sonst sage ich auch einfach, Eben. fickt nicht. Kein Bock heute. Ja, voll. Ja, mit Demigod ist eigentlich ähnlich. Aber ich mache Demigod halt Stimmt, alles bei Demigod bist du von niemandem abhängig. Du kannst jetzt genau. einfach sagen, du machst am Morgen um 2 und dann machst du am Morgen um 2. Ja, das ist auch der Grund, wieso ich es gemacht habe, oder? Weil dann ist etwas, wo du kannst neben andere Band machen, oder? Und ich meine, amigs gibt es Momente, wo ich wirklich viel mache, amigs gibt es Momente, wo ich wenig mache. Ich habe jetzt ziemlich lang jede 2 Monate, 3 Monate immer einen Song mindestens rausgehauen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, Ja, aber eben, das ist das Ding. Wäre ich bei Matchbox Whispers eben genau gleich involviert wie bei Eversis, das würde nicht gehen. Dann würde es nicht funktionieren. Aber bei Matchbox Whispers habe ich wirklich den Vorteil, dass ich da reingehen kann. Der Silas sagt mir, was ich spielen soll. Wenn ich eine bessere Idee habe, dann sage ich, okay, vielleicht schaue ich da mal etwas an auf nächste Woche, das passt mir noch nicht so ganz. Und dann machen wir das. Aber es ist nicht so, ich bin dort nicht nebst dem, dass wir uns treffen, noch wirklich gross darüber nachdenken. Du kannst vieles delegieren, in dem Sinne, also die machen das, wenn du musst aufnehmen, singen. Ja, ich meine eben, bei Eversis ist es so bei deiner Hauptband, wo du so wirklich involviert bist, da bist du eigentlich 24/7, du bist eigentlich die ganze Zeit dran am Denken. Du hast ständig irgendwie eine Idee, okay, das könnte man jetzt noch machen, das könnte man machen. Ja. Eventuell, wenn du irgendetwas hörst, von wegen, hey, das habe ich gehört, da kann man sich irgendwie Reviews oder irgendwie Promo-Packages kaufen, dass du denkst, okay, das und dann schreibst du es auf oder so. Und das ist für das ganze Marketing-Zeug, das ist auch nochmal völlig Und nachher ist so viele Methoden, die irgendwie du denkst, funktioniert, weil etwas anderes gemacht hat, und dann merkst du so, eigentlich hast du einfach Geld im Kübel gerührt. Ja, es ist die schöne Welt von Musik machen, meine Damen und Herren. Ja, aber das wäre so eine grobe Zusammenfassung. Voll, ja. Und ja. Und jetzt machen wir einen Podcast dazu. Also, genau, jetzt machen wir noch einen Podcast dazu. Voll. Also, ja, aber eben, man kann sagen, ich bin effektiv in das ganze Zeug so richtig reingerutscht weg für Last Breath. Ja, weil ich dort einfach immer dabei war. Ich habe für sie am Anfang gefüttert und gefilmt. Und ich weiss, jetzt sind die Videos noch online. Die ersten Videos von Save for Last Breath, Live-Videos. Müssen wir gucken. So, die sind von mir. Die sind geil. Macht Spaß. Ich dachte, ich kann das auch. Von dem her, falls ihr irgendwie Bock habt, ich habe letztes Jahr auch einem Kollegen Gitarre gegeben, weil er hatte irgendwie das Gefühl gehabt, ich will gerne anfangen Gitarre zu spielen, aber ich habe wieso keine Gitarre und so. Und ich so, dann nimm sie, Alter, fang jetzt an, du Dodge. Heutzutage kannst du einfach Harley Benton holen bei uns, Stutz, und ist besser gebaut als ich. Ja, aber weißt du, er hätte ich ihm die Gitarre nicht gegeben, hätte er nie eine Gitarre in die Hand genommen. Aber meinst du, wie es durchziehen? Er hat mir letztens einen Song von Black Sabbath geschickt, den er angefangen hat zu spielen. Gut, das ist etwas. Ja. Sonst hole ich die Gitarre wieder zurückgeschickt. Voll, ja. Aber nice. Ja, nein, du haben wir mal meinst du, weitergehen zu den... Ja, ich würde sagen. Also wir haben gut ein bisschen... Eben, wir gehen ja vielleicht schon mal Leute tief. Ja, eben, also man kann wirklich 4 Stunden lang reden über unsere Bands und unsere Musik, aber das ist so ein bisschen das. Ich meine, wir spielen beide in 2 Bands Projekt, machen den Podcast, machen noch weiteres Zeug auf der Seite. Irgendwann müssen wir mal noch meine Hip-Hop-Bibi produzieren. Eben genau, da bin ich auch am Warten, Buddy. Und, aber ich meine, solange du dich einfach gut organisierst, das Time-Management, die Planung, das ist alles. Das Ding da. Und jetzt? Das ist Leben. Voll. Kalender, Drive und Zeugs. Ich habe nie einen Kalender gebraucht. Nie. Irgendwann habe ich angefangen, Konzerte einzutragen und seitdem ist das Ding mein Leben drin. Mein Kalender ist mein Holy Grail, Alter. Ja, right. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Zu The News. Metal Servola, Breaking News. Immer noch die männlichste Newsmusik, die ich je gehört habe. Darf man das heutzutage noch sagen? Männliche Newsmusik. Es ist ein bisschen toxisch, aber es ist... Ja, ich bin auch ein toxischer Mann, das ist völlig okay. Voll, ja, ich glaube. Ich habe ein rosa Shirt und lange Haare. Ich bin das Paradebeispiel für toxische... Lange Haare, rosa Shirt, alkoholfreies Bier. Paradebeispiel für toxische Männlichkeit.
Du, ich habe eine Nazi-Frisur, kannst du mir nicht sagen. Ja, aber alle haben eine Hitlerjugendfrisur heutzutage. Hey, ich kann einfach sagen, du machst einfach ein bisschen kürzer auf Ich kann nicht mehr. Einfach da. Ich komme heim und meine Freundin sagt, siehst du wie Hitler aus? Alter? Ich kann einfach nicht mehr. Es ist so lustig. Die Frisuren, die heutzutage, also nicht heutzutage sehen ja alle aus wie Araber, aber früher. Ich habe so ein Meme bekommen. Kennst du die Frisur, die die Kids alle heutzutage haben? Ist doch zur Seite so kurz geschoren und dann oben so Kruseln. Nein. So Kruseli. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie so, also der Kruselköpfe einfach auf der Seite kurz geschoren und dann so Kruseln drüber. Und dann habe ich ein Meme bekommen, wo die Frisur drauf stand, ist so: What is this haircut and why hasn't it been stopped? Also, wir sind schon wieder eine Minute lang nicht über News am Reden. Aber ja. Das sind ein bisschen News. Ich kann mir etwas empfehlen bezüglich Toxic Masculinity. Es gibt eine coole spanische Serie Netflix jetzt, heißt Alpha Males. Genau das. Es ist, Junge, ich bin am Verrecken mit meinen Freunden. Ist natürlich auf Spanisch, aber ich kann schon Untertitel schauen. Junge, eine der besten Serien, Comedy-Serien, weil es ist wirklich nicht so wie die Pussy-amerikanische Serien, wo einfach irgendwie alles ist eine Kopie von Friends oder How I Met Your Mother, sondern richtig auf den Punkt. Geil. So geil. So wie South Park ein bisschen. Ja, eben, so in die Richtung. Sick. Richtig gut. Spanien haben es voll drauf mit Comedy im Fall. Und gehen Sie schauen. Das ist geil. Geil. Ja, also in dem Fall. News! Fangen wir an. Yes. Wieso, was ist das dort? Das ist kein Konzert. Wer? Das erste von den News. Die einzigen News, die wir haben. Genau, ja voll. Kannst du anfangen? Dusch? Ja, gut. Also, ja, wobei sagst du, ich kann mit denen nicht so viel anfangen. Mit Breakdown Sanity? Ja, ich kann die Musik, ich bin nicht so Fan von denen. Wirklich? Ich respektiere sie, aber ich bin nicht so Fan von denen. Die Musik packt mich einfach nicht so. Also falls ihr unter einem Stein wohnt, Breakdown Sanity, aber die beste Schweizer Metalcore-Band, wenn nicht die beste. Oder die grösste Schweizer Ist definitiv die Metalcore-Band. grösste. Immer noch sehr... Es ist nicht die beste Schweizer Metalcore-Band. Nein, Die beste Schweizer Metalcore-Band ist immer noch Expello. Ja. Nein, aber definitiv, obwohl sie nicht mehr aktiv sind, wirklich aktiv, Ja. immer noch mega beliebt. Ja, massiv. Die spielen, sie haben ja... Das ist Wie amazing. viele Mal haben sie im Greenfield gespielt? Aber die haben jetzt seit ein paar Jahren, spielen sie ja nicht mehr. Nein, sie haben ja irgendwann aufgehört, leider. Eben, es ist so wie ein, ich kann sagen, sie hauen mal einen Song raus und nachher gehen sie wieder weg, oder? Ist so wie Sammy Klaus. Und jetzt, anscheinend kommt am 14. Januar etwas Neues raus. Ja, geil. Sei es im Konzert, wer weiß, vielleicht spielen sie wieder zurück zusammen. Wäre cool. Oder vielleicht ist ein neuer Song. Who the fuck knows? Meinst du, es gibt einen Breakdown, eine Sanity Reunion? Irgendwann müssen sie zurückkommen. Come on, also Ja. ich meine... Sie haben ja nicht gesagt, sie gehen für immer, oder? Alter, wenn sie nachher Breakdown Sanity und Paleface touren, Alter, das wird einfach der Swiss Cheese Tour, Alter. Weißt du? Ja, Das wäre Breakdown geil. of Sanity. Nein, eben, dass das niemand falsch versteht. Ich habe nichts gegen Breakdown of Sanity. Hater, du. Ich bin Hater. Nein, ich habe Respekt vor Breakdown of Sanity. Aber wie viele Leute, die den Podcast schon seit 5 Episoden verfolgen, wissen, dass ich eine Hate-Love-Relationship mit Metalcore habe. Ja. Ich liebe Metalcore, aber gleichzeitig hasse ich es auch. Mhm. Und Breakdown of Sanity ist gut. Es ist gut, es ist sehr gute Musik, aber es kickt mich einfach persönlich nicht. Es ist so wie Lorna Shore. Lorna Shore ist auch so Ja, verstehe ich, was du meinst. hure gut, aber nicht für mich. Ist ja auch fair. Ich hoffe, falls die Dudes das hören, hassen sie mich nicht wegen dem. Weil ich bin sie trotzdem immer schauen, wenn sie gespielt haben. Mhm. Jedes Festival, das sie gespielt haben, bin ich schauen. Ja. Hurricane Festival, Greenfield, ich habe sie auch sonst schon mal gesehen. Mhm. Von dem her, kein Hate von mir, Bist aber kein Fan. einfach nicht meine Musik. Ja, das ist auch fair, oder? Kann man sagen. Man muss nicht jede Band gerne haben. Genau, ich würde mich aber wirklich freuen, würde es zurückkommen. Ja, Ich weißt würde wie. mich wirklich freuen, würde es zurückkommen, weil es ist einfach... Ja, es wäre mit so Paleface die einzige Schweizer Band, die momentan irgendwie so in der gleichen Kategorie boxt wie ausländische Eben, Bands. so Welle macht auf dem internationalen Feld. Ja. Irgendwie. Das wäre geil. Und vielleicht ist auch einfach ein neuer Song, aber das wäre auch, Aber auch cool. das wäre geil. Das wäre auch cool. Weil Also, das heisst, sie haben noch nicht aufgehört. genau. Jetzt kommt am 14. Januar, kommt dann einfach so Breakdown of Wir hören jetzt Sanity. komplett. Breakdown of Sanity has sadly come to a complete end. So, shit. Nein, ich habe meine Hoffnung noch. Also, sind gespannt. Am 14. Januar kommt dann etwas Neues. Bis dann nichts Neues. Genau. Ja, gut. Voll. In dem Fall. Mach weiter. Haben wir Die noch Releases, hä? noch Releases da? Ja. Decade Effect, Do or Die, das ist der Song, den wir letzte Woche gehört haben, gell? Mhm. Überrascht schon noch. Aber es schert. Aber hättest du schon noch. Ich bin sehr gespannt auf die EP. Also, es ist wirklich geil tönt. Jungs sind cool. Hashtag DoorDie. Do or Die. Sie haben immer den Hashtag gemacht. Ich gesagt, DoorDie.
Das Lustigste war, sie haben eine Story stylt von Leuten, die den Release geteilt haben. Und dann hat er einfach geshared und gesagt, not too bad for some old dudes. Die sind doch gar nicht so alt. Und sie so, we're not so old, man. Ja, ich habe es gut gefunden. Also, könnt K-Defekt bei Liebe geben. Hashtag Doordie und richtig cool. Aha, weißt du, wer das war? Ah, ich weiss, wer das war. Das war der Dings. Das war der Damian. Der Drummer von Dings. Das war der Drummer von Must Be Wrong. Ah, geil. Oder das ja. Ich glaube, Cool. der hat früher mal mit irgendwie in einer Band gespielt oder etwas mit ihr. Ich glaube, die haben mal. Die haben, glaube ich, irgendwelche Geschichten. K-Defekt gibt es auch seit längerem. Also. Ja, genau, stimmt. Der Damian hat das geschrieben. Ich habe mir so gelacht. Das ist Dann hat so es Poster gefragt. Ich habe die Story von Damian gesehen, so not too Ja. bad for some old Ja, dudes. es und ist dann so lustig. sie so, hey, so alt sind wir gar nicht. Das ist so geil. Also ja, ganz groß. Doordie, richtig cool. Bretsch wie Sau und EP wird sehr wahrscheinlich sehr cool. Also, ja, sind gespannt. Nachher haben wir noch Broken Fate, haben einen neuen Song released von ihrem bald neuen Album, das rauskommt. Ich glaube, das dritte Album, das sie rausgehauen haben. Jesus Christ, haben sie viele Albums. Ist das böse? Ist böse, Alter. Geil. Richtig cool. Shoutout zu den Jungs. Richtig geile Musik, machen wieder so. Und da sind wir gespannt auf das Album. Aber ja, gehen Sie mal checken. Ja, den Song habe ich gehört. Ist noch cool. Ist sehr cool. Also bin ich cool. wirklich gespannt. Ist auch richtig bretschige Musik. Und du hörst von jedem Album, wie sich das alles verbessert. Einfach ständig. Also es ist wirklich geil zu sehen und sind sehr gespannt. Da kannst du sagen. Ha? Not so bad for some old dudes. So alt sind die Jungs auch nicht. Ja, aber im Vergleich zu K-Defekt sind sie wirklich effektiv ein bisschen älter wie mir. Ich weiß im Fall nicht, wie alt Also ich habe sie letzte live gesehen. Wenn die sicher nicht mindestens 10 Jahre älter sind wie ich, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich mindestens 10 Jahre, ja. Okay, wobei, warte schnell. Das ist nicht so. Mindestens 10 Jahre. Das heisst, sie sind knapp 40. Das ist Ja. nicht, Nein, ich glaube, sie sind nicht knapp 40. Junge, wir sind bald 30. Ja, eben darum, mindestens 10 Jahre. Ich habe gemeint, Ja. sie sagen so 35, aber Aber ja, ist egal. es ist lustig, wenn du irgendwie sagst, okay, was sind alles meine Vorbilder? Sind alle Mitte 50. Ja! Junge, Rolling Stones sind fast 80, sind 80 fast. Irgendwie. Ja, Rolling Stones sind schon fast tot. Ich meine, wie alt sind sie? 75 und machen immer Keine noch Ahnung. so Konzerte. Ja, ja. Also es ist crazy. Ja, ACDC, ja. Junge, Metallica sind auch Mitte 50 schon. Äh, 60. ja. Fuck, Alter. Metallica ist so knapp 70, Bro. Eben, ich kann Die Band gibt es schon seit 50 Jahren, gell? Ich habe heute einen Post gesehen, wo jemand sagt, Junge, Slipknot ist jetzt Dead Rock. Ja, ist aber so. Metallica ist jetzt Grandpa Rock. Ist so. Und Iron Maiden ist jetzt Grandpa Rock. So Great crazy. Grandpa Rock. Ist crazy. Aber ja, nein, also für mich ist irgendwie ab 20 ist alles gleich, irgendwie bis 70. Ist alles gleich. Ja, das stimmt. Es gibt keine Hoffnung mehr, Alter. Ja, das wir ist sind- gerade einfach bergab. Genau. Aus dem Grund arbeiten wir nicht bei einer Newsagentur, weil wir schon wieder einfach komplett vom Thema abgekommen sind. Absolut. Das Aber finde ich eben gut. coole Musik. Ich meine es so lustig. Auch weiter so. Und sonst, ich habe noch etwas reingeschrieben, ist zwar noch nicht raus, aber kennst du Before the Decay? Nein. Sind sehr coole Jungs und Mädels. Sorry. Und sie machen, sie ist eine Sängerin, seit, glaube ich, ein Jahr oder so. Ja. Eben, Shoutout am June, der Gitarrist. Ey, crazy. Metalcore mit Sweeps. Und sie macht, also richtig technical. Also der Dude ist Richtig technisch. crazy. Also ich zeig's dir im Fall. Und schade. nein, also, aber gut. Also, Aber gut, okay. Es ist- Nicht einfach das Nein. einzige Ding. Es ist nicht so eine Band, wo der Gute einzige... Songs. Okay. Gut, mit der letzten Song, die sie rausgehauen haben, hat sehr geile Hooks, clean Female Vocals, Okay. richtig cool. Okay. Einfach geil und ich bin sehr gespannt. Anscheinend kommt eine neue Musik von denen raus. Und kommt dann bald, Ja. aber ist noch nicht raus. Das ist gut. Weil, das ist gut in dem Fall. Weil ich finde, Musik, wo das einzige Merkmal dafür ist, dass es... Aber es ist technisch, Bro. Mhm. Finde ich Nein, meistens nein. nicht gut. Okay, dann ist geil. Es ist nicht ein Circle Jerk von Solis und so. Das ist nicht ein Circle Absolut. Jerk von ZHDK-Studenten. Genau, nein, das ist nicht. Es ist geil. Dann ist gut. Oh, übrigens, jetzt du das sagst, du weißt, Nubia sind ja auseinandergegangen. Mhm. Das gibt es seit 2 Jahren. One Lunar Day, hast du die Stories gesehen? Nein, weißt du das? Junge, der Michael, der Sänger-Gitarrist von denen, oder? Zusammen mit anderen richtig krassen Musikern machen jetzt ein neues Projekt, sind ein Album aufnehmen. One Lunar Day heisst Mhm. es. Ich habe bis jetzt nur ihre Musik durch Stories gehört von Instagram, Alter. Aber Junge, es wird next big shit. Es ist so wie Nubia on Steroids, Alter.
Ich bin so gespannt auf das. Also, Geil. Also Migi, Junge, ich bin gespannt. Hau jetzt bald raus. Ich warte schon seit ein Jahr oder ein halbes Jahr. Keine Ahnung. Es wird geil, es wird richtig geil. Und das ganze Album auf einmal. Sick. Und ich glaube, sie nehmen sie jetzt ZHDK auf. Glaube ich. Easy. Ich bin nicht sicher. Ja, hey, du. Aber ist geil. Ist doch geil. Und Yes. jetzt haben wir noch ein paar Konzerte. Gigs. Wir haben Gigs, es ist Yes. wieder am Rollen, es fängt wieder an. Und zwar Das Jahr fängt gut an. in unserer Lieblingslocation, wo wir den Namen noch nie korrekt ausgesprochen haben. Wo Bruchbart. der Bruch, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das Lustige ist, es ist... Machen wir es das ist, zu unserem Running Gag? Ich habe Bruch, sagen wir auf Deutsch, und Brothers ist nachher Englisch. Also es verwirrt dich irgendwie. Nein, ich weiss, wie man es richtig ausspricht. Das wäre eigentlich Brutsch Brothers. Nein, es wäre nicht so schwierig. Bruchbruders. Es ist wie es Bruchbruders. Bruchbruders. Bruchbruders, der neue Song vom Haftbefehl. Voll. Im Bruchbruders in Luzern, Bruder. Ist Thorn. Mhm. Die lieben Boys von Thorn, die mit Eversis auch am 25. März in Dynamo spielen, Yes. spielen mit Imperio. Sehr geil. Macht Imperio, singt Imperio eigentlich auf Spanisch? Ja. Geil. Ja, also, die Jungs reden alle Spanisch. Ja, ich weiß, aber ich habe nicht gewusst, ob sie auch Spanisch singen. Ja, und das gefällt mir mega. Und richtig gute Lyrics. Also richtig... und sie haben so ein bisschen New York Hardcore Sound. Ja, es ist so richtig oldschool Die Hardcore, sind so die richtig machen- sick. Einfach geil. Eben, Shoutout an die Jungs. Richtig geile Musik. Genau. Und Voll. dann, was haben wir noch? Hack und der Kate-Effekt. Yes. Bisschen Mundart Hardcore. Das Ding, Bruchbrothers, 14. Januar, haben wir nicht gesagt. Entschuldigung. Thorn Imperio am Samstag. 14. Januar, ich übernehme 14. schnell. Januar? Bruchbrothers. Im Bruchbruder. Hack und der Kate-Effekt. Samstag, 7. Januar mit Barlenzburg. Also Das ist wahrscheinlich morgen, wenn der Voll. Podcast korrekt rauskommt. Dann Oh, mit Barmon. Könnt. Shadow of Intent. Ja, morgen kann ich nicht. Schade. Oh ja, Shadow of Intent spielt unter anderem mit Ja, mit Trommelwirbel für den Ricky. Brrr. Enterprise Earth, Angel Maker und To the Grave, also mit der amerikanischen, kanadischen und der australischen Band. Spannend. Ist Shadow of Intent eine Schweizer Band? Nein, Schweiz, Amerikaner. Ah, okay. Kennst du? Ja, das hat mir der Dave gestern gezeigt. Der Dave hat mir Shadow of Intent gezeigt. Also Dave kommt auch nicht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er mir Gehen wir. gesagt, hat er mir gesagt, jetzt los das und sag mir, dass es nicht Lorna Shore ist, bevor Lorna Shore rausgekommen ist. Also Ja. Lorna Shore, bevor Lorna Shore Die sind rausgekommen ist. crazy. Die spielen am 14. Januar. Nein, Nein, 20. Januar im Kiff. 20. Januar in Das ist ein Kiel. grosses Konzert, genau. Ja, eben, die sind boah, ich wollte unbedingt gehen. Richtig geil. 14. Januar, völliges Chaos, weil ich es vergessen habe. Comaniac und Honor. Honor, nicht Honor. Yes, Honor. Fucking Thrash Metal. Die beste TikTok Thrash Metal Band, was es gibt. Junge, die machen so viel Content auf Instagram und TikTok. Es ist crazy. Also ich Wer? spiele die Jungs von Honor. Junge, musst du schauen. Sie haben einerseits ein Cover von Billie Eilish gemacht auf Thrash Metal und sie machen jetzt einfach mega viel Zeugs. Richtig geil, vieles mega. Ganz schauen. Sick. Mit Comaniac habe ich vor 2 Jahren gespielt. Das ist auch cool. Gibt es auch ein Video her. Tight. Sind sehr eine coole Band. Die haben sogar recht große Tours zusammen gespielt. Mit Ja. Metal Church und so haben sie, glaube ich, gespielt. Metal Church. Ja, Mann. Der cringigste Bandname ever. Die gibt es auch seit 80er. Ja, Das ist 100 Pro. crazy. 100 Pro. Aber das ist so, wenn du Bandnamen siehst von den 80er, ist so, damals haben sie noch nicht, Scorpions. aber sie haben noch nicht müssen so komische Namen zusammensetzen, weil andere schon hatten. Also einfach Stimmt. basic Sachen wie Venom oder fucking ein Wort, kannst ein Wort sagen. Jetzt, heute kannst du nicht ein Wort sagen. Obwohl es gibt immer noch Spite und so Zeugs. Also, aber du musst irgendwie das ganze Internet durchsuchen. Ja. Oder machen das eigenes Wort. Einfach so, Whiteout und Eversi sind auch nur ein Wort, gell? Ja, aber Whiteout gibt es 3 von denen Ah. und Eversis gibt es nur einen, weil das einfach ein eigenes Ich habe Wort macht. recherchiert, es gibt noch eine Kaffeemaschinenfirma, die so heisst. Eversis? Ja. Oh, weißt du, wie ich hätte meinen ursprünglichen Vorschlag für Whiteout? Nein. The Vitalist. Auch geil. Aber es ist so heißt jetzt Apotheke halt. Yes. Aber ja, nein, aber cool. Das ist Comaniac und Honor am 14. Januar. Ja, genau. Also du Am kannst gleichen einfach... Tag wie Thorn und Imperium. Oh, wo ist Comaniac und Honor? Keine Ahnung. Ich schaue. Ja, dann können wir nicht... Hey, nicht, jetzt sind wir nicht bis dahin so professionell gewesen und wir fallen in die Brüche, Brothers. voll. Bruch Brothers ist Luzern. Thorn und Imperium am gleichen Tag. Also du kannst entweder am 14.
Scheiße. Give me a minute. Okay, Und ich find's Ich lade das Ganze jetzt einfach da stehen, Ich hoffe, Honor haben so für die Facebook-Page. weil Das ist, einer von uns zwei fuck, es gibt eine andere hat die Honor. Show dort eingetragen und es bin nicht ich gewesen. Darum lade ich das jetzt einfach in ausbaden. So. Sie haben sogar eine dritte Band dort. Also. Es ist nicht am 40. Junge, du hast sogar das falsche Datum geschrieben. Comedian und Honor haben nicht ich das Datum angeschrieben. Ich habe Comedian und ich habe die Show nicht eingeschrieben. Ich weiss nicht, dass die Show ist. Habe ich das falsch geschrieben? Ja. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es vergessen. Aber ja. Scrap nein. this. Also wir fangen Scrap nochmal this. neu an schnell. Voll. Also am 7. Januar, Hack und der Kate-Effekt Yes. in der Medbar Lenzburg. Das ist morgen, wenn ihr das am Freitag hört. Am 14. Januar, Forn und Imperio im Bruch Brothers in Luzern. Und am 13. Januar spielen Comedic, Honor und Hedwig. Hedwig! No! Hedwig ist tot, Alter. Das ist der beste Name ever. Fuck! aber mit V. Hedwig mit V. Ah, das ist sicher fucking True Volta Black Metal. Junge, aber beste Name. Von Comedic, Honor und Hedwig spielen am 13.01. Das ist wahrscheinlich am Freitag. Alter, gründen wir eine Band und nennen sie einfach Draco. Und dann spielen wir mit der Band, die heißt Malfoy. Ja! Jetzt geht's. Geil! Ja, 13. Januar in Freiburg. In Freiburg. Fribourg. Yes. Pour le romance, Voll, hein? also das ist in dem Fall Oui, ein très bien. der Thrashing Like Maniacs Konzert. Sehr coole Bands. Eben, außer Hedwig kann ich nicht. Wahrscheinlich sind sie gut, wenn sie mit Comedic und Honor Probably. spielen. Schaut die Jungs von Honor. Ich feiere euch Content. Und ja, das ist am 13. Januar. Falls ihr heute Abend an ein Konzert wollt, haben Oh. der Ricky und ich jetzt eher euch das Line-Up vom Wintermess vorzulesen. Scheisse, Oder besser es ist probieren vorzulesen. Weil morgen aka heute. es spielen am 6. und am 7. Januar spielen im Dynamo Zürich am Wintermess auf. Unter anderem. Nein, Machen wir- fang von unten an. Nein, wir fangen von oben an und dann wird es immer skurriler zum Vorlesen. Weißt du, was ich meine? Okay. Genau, fang mal an. Sodom, Tankard. Vader, Dark Fortress oder Dark Forest? Dark Fortress ist Okay. richtig, ja. Craft. Monstrosity. Ja. Ah. Origin. Oh, Oh, das jetzt ist wird es schwierig, Alter. Warte schnell. Ich gebe auf. helle Das ist einfach ein Flyleaf. Nein. Held. Fall. Egal. Irgendetwas, was Okay. man nicht kann lesen kann. Selber Ja. die Schuld. Macht einfach fucking Band-Logos, die man kann lesen kann. Voll. Nachher kommt Reject the Sickness. Oh, Ist Jesus. das Chaoseum? Chasm? Es könnte Chaoseum sein. Es könnte Chaoseum sein. Ich weiß es nicht. Oder Ens. Ich glaube, es ist Chas. Es ist CH. Chasma? Chusm. Maybe. Okay. Keine Ahnung. Ja, können wir auch nicht lesen. Dann kommt Intrepid. Und Honor. Und Honor spielt am Mess auf. Congratulations, Jungs. Richtig geil. Ich meine, Honor gibt es nicht so lange. Es gibt, glaube ich, seit die Pandemie angefangen. Keine Ahnung, Alter. Das ist 2 Jahre. 2 Jahre alt also. Die Jungs können Gas wie blöde. Sick. So. Ist geil. Shoutout, Jungs. Genau. Und dann haben wir nochmal eins aufgeschrieben, nämlich am 7. Ah, yes. Januar im Ebrietas Also, für heute? unsere... Morgen? Morgen, am 7. Januar. Für unsere Punk-Kids. Was ist heute? Heute ist der 6. Freitag. Okay. Für unsere Punk-Kids ist Call the Cops, White Dog Suicide und Diffused Yes. im Ebri. Wird Bist du sicher dabei? geil. Nein, ich gehe ans Architects-Konzert. Stimmt. Also, wo gehst du das Architects-Konzert verloren? Deutschland-Tour. Wo genau? Ich bin das Wochenende weg, gehe auf Düsseldorf. Wie lange hast du bis jetzt? 6 Stunden. Warst du morgen gerade nach dem Arbeiten? Nein. Samstag. Schön. Ja, ist geil. Hure spontan gewesen. Heute bucht, also gestern, also Realtime heute, Podcast-Time gestern. Voll. Genau. Voll. Cool. Und jetzt kommen wir noch zu meinem Lieblingssegment, Musiker-Tinder. Das Mal haben wir etwas, Ja, haben wir. wenn wir die Musik schnell laufen lassen. Okay, lass mal schauen, Musik. 3, 2, 1. Weißt du, wie lange ich kann, um den Intro zu machen? Ich bin so lange am Überlegen, einfach muss finden, fuck, wie geht die Melodie, wie geht alles ist so. Vor allem hast du wahrscheinlich das Problem gesehen, du hast beim Researchen, wie es tönt, bist wahrscheinlich einfach die ganze Zeit plötzlich einfach am Wichsen gewesen. Pornhub so das Intro geschaut, hast so, und dann bist du aus Versehen ins Weit gegangen und dann hat sie die Story so mitgenommen von diesen schlechten Pornos und dann, ja, okay, da, in dem Fall, Hosen runter, zack, zack, dann so, wieso bin ich jetzt Ja, da? voll. Das Intro. Dann bist du wieder zum Intro und dann Ja, hast du wieder die Story ja, gesehen ja, und so, ja. Also, Musiker-Tinder. Liegt mir...
die Episode mega am Herzen. Weil Yes. ich suche defekte Gitarre. Falls Also. jemand kennt oder die Heime eine kaputte Gitarre hat, ich will nicht viel Geld ausgeben und die Gitarre soll auch nicht fancy sein. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr wollt mir gratis eine Gitarre geben, die noch etwas taugt oder so, nein. Einfach wirklich ein Ding, das zum Basteln gedacht ist. Weil ich habe mir einen P90 gekauft. Vom Nick von Anger Management habe ich einen P90 Pickup bekommen und ich wollte den in eine Gitarre rein tun, weil ich wollte nicht meine Jazzmaster verblödeln, um für eine Versus aufzunehmen. Darum, ich suche eine defekte Gitarre. Reach out to us, schreibt uns, wenn ihr jemanden kennt, irgendetwas, Yes. wirklich, die Elektronik kann komplett gefickt sein, die kann Lackschäden haben, das ist mir egal. Ich brauche einfach eine kaputte Gitarre, Yes. die ich wieder restaurieren kann. Aha. Das wäre super. Danke vielmals. Ricky, hast du noch irgendetwas zu melden heute? Nein, eigentlich das. Falls ihr neuen Song releaset, das Konzert spielt, Bandmitglieder sucht oder selber eine Band sucht, schreibt es einfach an metal.7.outlook.com oder einfach in Instagram. Einen Comment, ihr könnt uns ein DM machen am besten. Voll. Ja. Share es mit euren Kollegen. Das ist die 5. Episode. Ja, es ist cool. Also wirklich, es wird besser und besser, natürlicher. Also ja, es war wirklich sehr gut gewesen, bis wir angefangen haben, News zu machen. Ja, genau. Und nachher, ich habe das falsche Datum hinterher, aber ist auch lustig. Stell dir vor, jemand hat einfach nicht pausiert, ist nachher an dem Tag Alles am Konzert Nein, stell dir gegangen. vor, jemand hat pausiert, aufgeschrieben, weitergelassen und dann einfach das ganze Notizbüchlein nochmal neu müssen schreiben. Oder gestoppt, nicht mehr weitergelassen und am falschen Ort oder am falschen Tag am Konzert gegangen. Das wäre auch Dann lustig. hätten wir unseren ersten Hater, das wäre Ja, cool. Mann. Also, Aber ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Hören, meine Damen und Herren. Wir sind Metal Servola gewesen. Hast du sonst noch schöne Wörter zum ja, ich zum würde sagen, folgt uns auf YouTube, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram, aber lasst uns im richtigen Leben allein. Folgt uns nicht im richtigen Leben. Das wäre creepy. Ja. Dann wäre schönen Abend. Macht's Cheers. gut. Guten Morgen, schönen Abend, Bye bye. guten Nachmittag. Deine Mutter. Deine Mutter.